Da drücken wir 10 Sekunden früher drauf, weil YouTube sowieso wieder 3 Stunden braucht. Der Selbstspieler hockt schon wieder auf Twitch umeinander, wo ich aus irgendwelchen Gründen immer noch jeden Tag mindestens so einen Follow kriege, gefühlt, manchmal sogar 2. Wir wissen es nicht. Was labert ihr eigentlich? YouTube ist noch nicht einmal da. Noch jeden Tag Zeit, als wäre ein Kruzifix. So. Holly! Dem Gemeinde. Übrigens. Bürger. So, kriegst du mal einen Haufen. Ich versuche mal die grauen Namen auszupicken. Da muss ich nicht so viel einkriegen. Habe ich ihre Körper? Habe ich ihre Robert De Niro? Habe ich ihre Batman? Oh, da kommen wir dabei. An den Heavy Flow Metal, an den Zaren, den Flowmans, an den nochmal Robert De Niro, was ich steht. Da der Tuning Sepp, da Arti, das Wenki und das müsste der Schmiedi sein, oder der Timmy Boy? Wer sonst? Kriegst du dir daheim. Habe die ihre an den Sweet Jesus, merci dir Timmy Boy, an den Mike, an den Leg, wir waren an den Ländchen, an den Mike, an den Forest Squad, an den Ogret, an den... Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie ich die nennen wollte. An Ogauer. Einigen wir uns auf Ogauer. Ich versuche es zu verinnerlichen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Heute bin ich übrigens... Ja gut, ich soll jetzt vielleicht nicht sagen. Ich bin nicht so gaga wie am Freitag. Ich bin zumindest nicht auf Ibu 3000. Aber die alle an den Virgil, an den Metzger, an den Drankra, an den Maki, an den Danny, an den Jacko, an den Miriam, an den Miriam. Das ist wichtig. Dem Miriam, da kann ich nichts verkehrt machen. An den Herrn Brucken, an den Forest Squad, an den Nordkaiser, an den Dominik, an den Black Beast, an den Johannes, an den Bora Bayer, an den Kappa, an den Luca, an den Jan, an den und so weiter und so fort. So, jetzt mach ich nicht mal Schluss. Was ist denn mit dem YouTube-Chat da schon wieder? Weißt? Man kann es eigentlich so machen, ihr unterhaltet euch im Chat auf Twitch und schaut mal auf YouTube. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber macht überhaupt nicht irgendwas Sinn auf dem Kasperlplaneten, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. So, Kinder, wie geht's euch? Meine Schulter geht's wieder gut. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Der lustige Short von letzten Donnerstag, der hat auch genügend Volltrottel triggert. Vielleicht, da muss ich übrigens noch ein Statement abgeben. Das ist wichtig. Lucke! Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der sitzt beim Meine ist übrigens kaputt und keiner weiß warum. Müsste die vielleicht einmal melden, dann kriege ich nein, hat's geheißen. Lucke, mir jetzt wieder ein Reset. Dragon, mir jetzt dir. Ist auch du? Das glaube ich ja. Dragon Sepp, mir jetzt dir. Joe, mir jetzt dir wieder ein Reset. Kannst du mal World of Tanks spielen? Das haben wir schon einmal da. Zahlt mir aktuell nicht. Joy Boy, mir jetzt wieder eine 31 Monate, jetzt lauter geschubst, so schaut's aus. Hab mir gedacht, du streamst nicht mehr auf Twitch, habe ich da schon wieder was nicht mitgekriegt. Ich stream nicht mehr auf Twitch. Aber der Twitch-Chat funktioniert, ich kann jetzt gerade nicht sagen, ob das lauter Twitch-Chatter da sind, aber wahrscheinlich schon. Hauptsache die YouTube-Alerts, die funktionieren schon, aber der normale YouTube-Chat, der ist immer noch nicht da. Super. Doch, da ist einer drin, das glaube ich, ist der, warte mal, da, von der Loneliness, Sers, Bürgerschauen, jawohl, der ist drin, der Rest, nicht, keine Ahnung. Wir wissen nicht, was sie die Chat-API denkt. Nobody gives a fuck. Keine Ahnung, oder am allerwenigsten YouTube. Logan schreibt, Speziwirtschaft war saugeil, also ich kann seine Hobby, sind ja schon fragwürdig, oder? Kann seine Hobbys sind immer, generell kann ich fragwürdig. Satz beendet. Die Antwort auf alle Fragen. Hallo, dritt miteinander stehende Chris von der MSC Boardwarner. Was ist denn der MSC Boardwarner? Löwensepp! Frau nett im Stream. Schande, okay, das hören sich ausreden, die sinnlos. So tot. Wir Weinfest. Lords of V fallen aus 2. Hashtag Wie schaut's aus mit Lords of the Fallen? Das ist eine richtig gute Frage, das werde ich warten bis Kind. Merci dir, Löwensepp. Tuning Sepp, merci dir. In diesem Sinne die Krüge hoch. Auf einen freundlichen Stream. Auf einen freundlichen? Als waren meine Streams jemals freundlich, oder? Jemals. Schauen wir mal, welche Trottel das wir heute triggern können. Das ist meine einzige Lebensaufgabe. Irgendwelche Kasperler im Internet anfacken. Das ist das Beste, oder? Ich hab schon bald keine Popcorn-Tüten mehr daheim. Das ist einfach das Beste. Wer war das jetzt? Das Hochkatz und jetzt wieder ein Reset, Alter. Du gehst dem Foodlappel, Franz. Sag ich euch gleich. Ich hab offstream ein bisschen weiter gespielt. Aber nichts Wichtiges. Keine Sorge, nichts, ich hab's nichts zusammen. 18. Aber dritt miteinander. Gondel halbieren? Was? Die Gondel halbieren? Natürlich. Eichenbaum, ich verstehe die Frage nicht. YouTube-Stream ist so viel Leute nicht gewinnt. Jetzt habe ich kurz überlegen müssen, was du sagen möchtest, Winzel. YouTube-Stream ist so viel Leute nicht gewohnt, das stimmt.
Das ist aber so unfassbar viel sind wir gar nicht. Ich merke schon, ich glaube, ein paar von euch haben jetzt schon eigentlich keinen Bock mehr auf Starfield. Aber da wir noch nichts gesehen haben, wir werden uns ein Urteil selber bilden. Also die Woche ist auf alle Fälle noch Starfield drin. Ich glaube, da ist der Titel groß genug. Und was wir nächste Woche dann deren, eigentlich steht es am nächsten Montag noch so auf dem Plan. Schau, hast du ja nie einen Plan? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Aber vielleicht schauen wir mal. Schauen wir mal, was diese Woche bringt. Wenn es einigermaßen spannend, cool zum Spielen, sonst irgendwas ist, dann nächsten Montag nochmal, aber wir werden sehen. Das Dorf Franz! Sprengen am Mittwoch, schauen wir mal. Wenn ich Roding baue ich um, bin's faul. Wer ist Twitch, wer ist YouTube? Ja. Maxi! Das war nicht der Max, das ist der Pitt. Das ist schon lang. Hätte einen Antrag vorzubringen, Capo. Mir kam die Idee, dass zukünftige weibliche Charaktere, denen man einen Namen geben kann, Okolonzenzins. Okolonzins. Ja, können wir uns drüber unterhalten, wenn das nächste Mal der Fall ist. Oder einfach Fleischbalkon. Das ist so dumm, Alter. Das ist unfassbar. Maxi, mehr wieder ein Resub. Miete, Schluss jetzt! Diese hohen Beträge. Was letzte Woche da passiert ist, ist absolut utopischer Schweinkram. Schluss. Grüß Gott. Der Beste und bleibst zu viel ist los. Grüße aus Ingolstadt. Schöne Grüße nach Ingolstadt zurück. Mit jetzt 20 Geist 2 und du weißt es. Ich hoffe, du verdienst gehört, weil das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Schluss damit. Berndl. Alter, 52 Monate, du geschubster, was weiß ich was. Es ist halt so krass. Es ist wirklich, in diesem YouTube-Chat ist Minimum die Hälfte grün, Alter. Ich weiß es auch nicht. Berndl, mir ist wieder ein Reset. Guten Morgen, Abend, meine ist fit. Geht so. Na, heute bin ich fit. Sag ich dir, was ist. Schwitzen du jetzt zwar immer noch, weil sie der Mitte September hat jetzt wieder Sepper vor mir denkt so, ja, was du hast da 850 Grad nochmal in deiner Unterhosen, weil hat er im August noch nicht gelangt. Okay, merci dir. Der Bierger hast du zufällig mal deinen Like gespielt? Nö. Wenn ja, kannst du es empfehlen? Dementsprechend nicht. Grüß aus Wern. Zurück. Gegrüßt an unsere Lieblingsnachbarn. Was? Da ist wer aus Ingoldorf. Ed Birger, servus Birger, wie geht's dem Arm? Müdes Grau? Schreib es kann. Ja, okay, so jetzt vielleicht nicht übertreiben, sonst macht es vorher wieder. Ich kann wieder eine Woche lang auf Ibu 3000 umeinander rennen. Aber er geht schon wieder. Ein bisschen, ich gebe ein bisschen. Wer ist grün? Das nimmst du zurück. Ja, okay, stimmt. Das ist die Frage. Haben ein lustiges, farbiges Symbol neben dem Namen. Okay? So. Sonst ist hier drin hoffentlich nichts grün. Übrigens, am Kani muss ich noch vorhalten, so Heizungsgesetz durch, Alter. Heizungsgesetz durch. So schaut's aus. Ich habe mich noch nicht genau damit befasst, was genau bedeutet, weil mir ehrlich gesagt, ich kann ja sowieso nichts dagegen machen. Aber ist ja wurscht. Bitte nennen Sie mich nicht mehr Boy, sondern Day Tim. Okay, dann dem Tim. Dem Tim Day Müller. Bitte nennen die um. Birger, das mit der Schulter habe ich auch gehabt, ging ein halbes Jahr, sollte es zum Orthopäden gehen. Ist ja schon wieder vorbei. Ja? Ich bin nicht so im Arsch wie hier. Ist schon wieder vorbei. Ist gut. Habe ich mir heute mal verlegt. Herr Dominik, merci dir. Haudrt, bunt ist das Dasein und granatenstark. Da kennen die wenigsten. Da kannst du mit Gift drauf nehmen. Herr Wager, die kennen die wenigsten. Sonntag-Ruhetag, ein seltener Live-Gast. Heute haben wir wieder live dabei und nicht im Nachholsquad. Alles Beste zur Season 7. Merci dir. Strapse, Frankensquad, Ibu 3000, Twitch Ultras. Ja, die Twitch Ultras werden auf Dauer. Was ist. Ja, jetzt beschwert er sich, dass wir alle Mitglieder haben. Na, Schmarrn, Zeit für euch. Jawohl! Also, jeder gute Chat braucht auch Nicht-Mitglieder. Das ist einfach so. Von hinten! Könntest ja wieder einen Eiswürfel umschnallen. Ich hab kurz überlegen müssen. Ich sag, ich hab kurz überlegen müssen. Mit von hinten mehr als wieder entwickeln. Hab ich nicht da. So, da bin ich nicht draufgekommen. Da war ich zu. Ich schau amol wieder Außenloch außer. Was ist da los? Alter, nein. Wir fangen um Punkt 10 nach an, sonst sagen wir mir wieder, Leute, please, bitte nicht. Es ist letzte Woche so krass eskaliert. Please. Villach, Österreich, du Saufkopf. Du musst das F weglassen. Das ist das falsche Wort. F muss weg. Saukopf. Okay. Ja, okay, passt da. Leute, ohne Scheiß, Dankeschön. Löweneck, sei schweigt, das passt schon. Ich schau mal wieder aus dem Loch raus.
Oh, ein Lurker meldet sich quasi. Merci dir. Marcel, es ist zu viel und du weißt das. Der doofen Schmirz. Einmal tröten für den Chat. Verstehe die Frage nicht. Guten Morgen! Danke ihm das. Doofen Schmirz. Guter Name, gefällt mir. An was erinnert mich? Doofen Schmirz ist irgendein Name aus irgendeinem Film. Ich weiß bloß gerade nicht aus welchem. Ist eh wurscht. Tim! So ist recht! So ist recht! Bitte nicht! So einen Scheiß brauche ich nicht! So einen Scheiß braucht keiner, das weiß bloß, wissen bloß die Trottel. Ja, ist ja wurscht. Dem muss ich übrigens noch was anfügen. Sonst werde ich wahrscheinlich wirklich aus dem Leben gecancelt. Also jetzt bei Obacht. Phase 1, Alert Sounds, aus. Schluss. Phase 2. Das nächste Mal, wenn jemand auf mich, oder wenn jemals, wie gesagt, ich halte es ja immer noch für ein Gerücht, dass das irgendjemand tut. Wenn jemand in echt zu mir sagt, ich möchte mit der Demo-Spur werden, dann hau ich dann natürlich nicht sofort dann aufs Maul. Ja, die Androhung der Gewalt, das war dumm, das war unüberlegt. Ich entschuldige mich sogar, ganz offiziell dafür. Aber ich werde beim ersten Mal höflich sagen, da ist die Tür, Alter. Wenn du mir dann immer noch auf den Sack gehst, dann sage ich dir weniger freundlich, da ist die Tür und ich zeig's dir dann. Und wenn du dann immer noch nicht abhaust, kommen wir zurück zur damaligen Aussage, okay? So, fertig. Freunde der Sonne, wir spielen heute eine weitere Runde Starfield. Mittlerweile schaue ich mir ein paar Videos an und so weiter. Ein sehr umstrittenes Spiel. Also sehr viele Leute sagen so, Bethesda, what the fuck are you doing? Ich bin leider noch zu wenig in-game und ihr habt auch zu wenig gesehen bei mir. Keine Ahnung, ob sie sich selber spielt, etc. Aus Phineas und Ferb. Das kenne ich natürlich. Aber dass der Typ dort, irgendwas dämmert, das habe ich nie so angeschaut. Da hat der Maurer als Loch lassen, muss ich sagen, richtig. Und da passt du durch, hey, egal ob es der Pipperl oder ein Kache unten dran hast. Sag ich dir, was ist. Oder du dich nicht entscheiden kannst, was unten dran hast. Ist ja wurscht. Hat nur mal kurz klargestellt werden müssen. So, jetzt sollst du den Malfett sagen und wir spielen jetzt. Ist mir übrigens scheißegal, was die anderen Leute sagen, wie gut oder schlecht das Spiel ist, das werde ich dann schon selber herausfinden. Tuning Sepp, merci dir nochmal. Welches Pronomen hat eigentlich Butterblume? Ich glaube Butterblume. Hallo, ich dachte genau als Butterblum. Timmy Boy, aus viele. Danke. Leute, Schluss jetzt mit Scheiß Donations. Schluss out. Pfui. Schluss Abflug jetzt da. So, wie Sie sehen, Starfield. Die beliebige Taste. Wir drücken mal weiter. Ich weiß nicht, wie viel ich gespielt habe. Wann haben wir mir aufgehört? Ich bin jetzt Level 7. Aufgehört haben wir mit Level 4. Ich werde kurz erläutern, was ich so gemacht habe. Nur Nebenquests, nur unwichtig, da wo ich gemeint habe, das sind so, wie heißt die Dinger, Aktivitäten, damit ich ein bisschen ins Spiel reinkomme, vielleicht mal wieder 5% weniger Kartoffeln an den Tag lege und ein bisschen besser mit dieser Steuerung da zurechtkomme, vor allem mit dieser Karten, da kennen Sie gar nicht, das auch nicht aus. Ich halte da immer noch für einen Witz, also wirklich, ich halte das immer noch für einen Witz von Bethesda, dass das die Stadtkarte sei soll. Also, ich bitte dich, Bethesda, what the fuck are you doing? Und wenn man dann halt vor allem die ganze Steuerung und das Handling dieser Karten ist einfach ein bisschen seltsam. Also, ich hab nicht viel gemacht. Ich bin einmal irgendwo an so einem Planeten hin, wollte mich mit dem Base-Building auseinandersetzen, hab festgestellt, da muss ich den ganzen Tag am Planeten umeinander rennen und irgendwelche Materialien farmen, dass ich da überhaupt irgendwas bauen kann und mir denkt, fuck you. Dann bin ich ein bisschen umeinander gerannt, hab den Scanner ausprobiert, was bringt eigentlich das? Keine Ahnung, interessiert mich alles ein Scheißdreck. Dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie man Schiffe zusammenbaut. Dann hab ich gedacht, Alter, soll ich jetzt eine Doktorarbeit über SpaceX schreiben? Leg mir im Arsch, ich kaufe einfach irgendwas. Außerdem, wen interessiert das mit was vom Schiff, dass ich umeinander fliege? Ich kann nicht damit umeinander fliegen. Und wenn dann nur absolut sinnlos. Keine Ahnung. Also, ich habe auf alle Fälle nicht viel getan, außer ein bisschen in die Steuerung hineinzufinden, habe so einen Outpost gemacht, ein bisschen umeinander geschossen, da habe ich eine lustige Schrotflinten gefunden, das ist einmal das erste, die geht ziemlich ab. Und ansonsten, was habe ich gemacht im Level drin, die alte Heimat, Missionen, bla bla bla, Skills, ich habe ein paar Skillpunkte verteilt natürlich, zum einen, das ist in Gesundheit drin, einmal in den Sozialtree, dass man Leute in einem Dialog besser überzeugen kann. Ich glaube, das mit dem Handeln haben wir letztes Mal schon gemacht, oder das ist ein Standard-Perk, weiß ich nicht mehr. Dann einen zweiten Punkt in ballistische Waffen verursachen 20% mehr Schaden anstatt 10, denke mir ich so, mehr Peng-Peng, mehr besser. Dann, damit ich mal einen Punkt in der Forschung drin habe, ich kann mir die anderen, ganz ehrlich, ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich mich jemals damit befassen werde, meinen Anzug fett auszumachen oder sonst irgendwas. Und wenn, das ist ja sehr ein Zeitfresser, das langweilt mich nur. Weg damit, habe ich mir gedacht, Medizin passt schon, 10% mehr Heilung, geht ein wenig schneller, wundervoll. Und, das Boostpack haben wir letztes Mal schon gemacht. Und dann dachte ich eigentlich, dass ich da noch einen reingesteckt hätte in Schlösser knacken. Habe ich aber noch nicht, weil ich da noch ein Schloss knacken muss, damit ich in das nächste reinkomme. So,
Fertig. Was sagt der Sprecher dazu? Vollständige Scannerdaten kann man für viel Asche verkaufen. Ja, scheiß auf Asche, was soll ich mit Asche, Alter? Leute, jetzt mit der Donaterei auf, ihr Besuch von 7 Level 6 und hab ca. 5 Stunden. Sagen wir mal so, eine Stunde pro Level. Bis man sich einmal zurechtgefunden hat, was ist da überhaupt los, keine Ahnung. Aber Katzel, mir ist wieder ein Zwickel. Gerade mit Fleiß, dass du was zum Meckern. Ja, ich kenn euch schon. Ja, gut, muss ich leben damit. Hey, wie man in das Internet hineinpulvert, so schalt's heraus. So. Ja, und das war's. Ansonsten Nebenquests. Und die waren wirklich mehr so lala. Was haben wir da so gemacht? So, ja, das haben lauter so Tutorial-Quests. Da habe ich so Energieschalter irgendwie aktivieren und deaktivieren müssen. Ich habe keine Ahnung, was das da gegangen ist. Hauptsache, es schickt mich da irgendwie durch die Stadt und so. Das war eins. Dann irgendein schwules Pärchen hat die einen den anderen einen Ring geklaut. Weil man schon wieder denkt, oh Gott, aber gut, das ist eh wurscht. Und das war's, glaube ich, so zurückgelassen, begleitet Detail. Ja, und irgendwo auf irgendeinem random Planeten habe ich von irgendjemandem so einen Mining-Typen, da bist, also ungelogen, ich glaube, ich bin 10 Minuten in eine Richtung gelaufen, dann war da eine Höhle, dann habe ich mir gedacht, hey geil, irgendein Dungeon, geh da rein, der Minenarbeiter liegt vor meine Füße, ja, gehst mit und dann wieder 10 Minuten zurück. Da habe ich gedacht, also Bethesda, da hätte man sich was Besseres ausdenken können. So, so viel dazu, das kleine Resümee, wo wir waren. Jetzt haben wir uns mal schnell noch ein Medikit rein. Zack, weil wir nicht ganz voll sind. Und ja, mir kümmert man uns ausschließlich Mr. Doofenschmirz! Ein neues Mitglied kriegt natürlich schon natürlich die Tröte. Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat. Habe die Ehre an den Dr. Doofenschmirz. So. Was man auch irgendwie, jetzt passen wir auf, kurze Momentaufnahme. Hey, ich mag nicht nur weiter eintreiben, aber sagt irgendjemand da? Außer meine Begleiterin. Nicht? Nasenbohrer. Sag's nicht, Birger. Sag's nicht. Das ist mir beim Umeinanderlaufen aufgefallen. So. Da wo ich mir schon wieder denke, so gibt's eigentlich. Oh, da haben wir einen. Ist das einer? Ah ja, ich glaube schon. Da. Ja gut, haben zwei. Zwei von 20. Gut, passt. So, wir kümmern wir uns um unser Hauptquest. Das ist die Sarah Morgan. Das ist von dieser Constellation, glaube ich, ist es die Tussi, um Dinge zu entdecken. Und da machen wir jetzt nahtlos weiter, weil ganz ehrlich, weiß der Teufel, soll mal in der Hauptquest wenigstens was passieren. So, Tobi, mir erst wieder ein Resub. Das war der Rainer. Ja, der geht sich gut hier, aber für das waren seine Harz schön. Deswegen ab zum Questmarker, der haben wir mit unserer Waffe weg. Das funktioniert, glaube ich, auf R drauf bleiben. Jawohl. So. Sarah, good to see you. Okay, halt, stopp. Ich habe auf Englisch, Offstream spiele auf Englisch. Ihr habt jetzt mit 50-50 abgestimmt, wollt ihr Deutsch oder Englisch. Und dann sollt ihr genauso leiden, wie ich leide. Nämlich, wir stellen auf Englisch um. Was ist das wieder? Hey, sehen Sie sich das an? Punkte. Rufen Sie sich. Ja, Xbox heute einmal. So, pass auf. Audio. Deutsche. Brauchen wir einen Untertitel? Was, der wir die dazu oder nicht? Nein, der haben wir es nicht dazu. Hoffentlich das neueste Constellation-Mitglied. Wir machen ein bisschen Basisarbeit zusammen. Basisarbeit. Haha, von Natur aus neugierig, Schon ja? ein bisschen aus wie der Wolverine. Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Nein, ich möchte Hauptquest mal. Vielleicht später erst müssen wir das für die... Ja, genau. Okay, aber versuchen muss ich's, oder? Ich hab's auch noch nicht aufgegeben, dass Sarah vielleicht zurückkommt. Ist ein Spiel von uns. Er fragt, ich sage nein. Ja, das ist ein super Spiel. Habt ihr richtig was ausdenkt. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Bei uns daheim. Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Komm auf die Erde. Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Wir reden mit ihm. Wir können ihm sicher ein gutes Angebot machen. Eine wissenschaftliche Entdeckung wird als Zierat missbraucht. Schlimm! Wenn er auf Patrouille ist, gefährdet das unser Objekt. Wer ist dieser Moara? Wir reden mit ihm, her mit dem Schund. Im Sol-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst Was in ist den Cydonia Bars, und oder, eine John? Stadt? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Her mit der Halbe. Danke für deine Hilfe, John. Dann also auf nach Cydonia. Eine Bar in dem Raumhafen. Klingt gemütlich. Hört sich gut an. Hat schon was, einfach Helium zu verbrennen und zu sehen, wohin die Sterne einen führen. Mein Angebot war übrigens ernst gemeint.
Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Die UC sind ein nützlicher Freund. Klingt so ein bisschen nach einer weiteren Fraktionsquest, hä? Die alte Heimat. Frage in Cydonia nach Mora. So, und jetzt ist was... Warum ist der Questmarker im Boden? Ich verstehe nicht. Na gut. Achtung. Die alte Heimat. Wir müssen Vanguard Mora finden, der im Besitz eines Artefakts sein könnte. Zuletzt wurde er auf Patrouille im Sol-System gesehen. Und das ist jetzt ein bisschen schade so. Irgendwie auch klar, aber es nimmt so viel von der Immersion. Und zwar, du aktivierst einfach die aktuelle Quest, drückst rechts unten, oder drückst halt einfach auf R. Dann wird der Kurs festgelegt und wir verlassen jetzt das ganze Sonnensystem. Also ich war noch nie übrigens außerhalb von dem Sonnensystem, wo wir angefangen haben. Auch offstream nicht. Und, oh ja, das kostet jetzt eine Treibstoff, das erste Mal. Und wenn wir da jetzt einfach rumspringen, dann passiert halt einfach gar nichts. Also Jameson ist... Du triffst in den Raum der United Colonies ein. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Oh, jetzt kriegen wir ein Problem. Schmuggelware an Bord! Ich sehe langsam annehmen. Unser Scan zeigt Schmuggelware an Bord. Sofort anhalten. Wir kommen an Bord. Illegale Waren und Diebesgut werden beschlagnahmt. Ich habe Befehle. Tschüss. Du kommst mit. Mach keinen Ärger und bereite dich für den Transport auf unser Schiff vor. Was passiert denn, wenn ich jetzt auf Angreifen nicht gehe? Nirgendwo hindrück! Ja, ich hab 14 Kilo Hasch dabei, was soll ich machen? Ja, in dem Außenposten, den ich offstream gemacht habe, habe ich so einen kleinen Koffer gefunden. Da war ein Haufen Credits wert. Und der ist als Schmugglerware gedingst und das habe ich jetzt leider Gottes da nicht daran gedacht. Willst du mir sagen, was hier los ist? Ja, werden wir wohl kooperieren müssen. Dumm. Ja, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Kluge Entscheidung. Wir kommen für den Transfer an Bord. Was muss ich jetzt tun? Oh. Ist die Auspuffweiterung? Oh. Durchlaufe das Verhör. Okay. Ich sage es dir, der Commander hat Pläne für diese Null. Warum sollte er sich sonst den ganzen Stress machen? Ich verstehe immer noch nicht, warum er einem Verbrecher vertraut. Was für ein Risiko. Tja. Das ist die Frage, was passiert jetzt? Mach dir keinen Kopf und behalte unseren Gast im Auge. Bin gleich wieder da. Kann man ausbrechen? Ich versteck mich einfach. Keine Ahnung, wenn ich mich... Bei Skyrim ist so, wenn ich mich duck, bin ich Bleib unsichtbar. einfach hier. Der Commander will mit dir reden. Komm. Sag mal, was war denn im Koffer, guter Der Mann? Gefangene ist bereit, Sir. Was kommt denn jetzt wieder? Hoffentlich hast du's bequem. Es gibt viel zu besprechen. Ja, lass mich einfach mal Strafzeit, damit ich abhauen kann. Diesmal nicht. Was diesmal nicht, das ist mein erstes Okay, lass Vergehen. mal sehen, womit wir hier arbeiten. Oh Gott. Recht ereignislose Vergangenheit. Nichts Erwähnenswertes. Ich bin der Foodlab bei Franz, sei Außerdem Frau. sehe ich, dass du Miner auf Vectera warst und jetzt bei der Constellation bist. Fleißig. Ach, guck an. Und ganz unten auf der Liste steht die kriminelle Geschichte, durch die du in mein Fadenkreuz geraten bist. Ja, jetzt chillen wir die Kniescheibe, ich hab überhaupt nichts gemacht. Kommen wir einfach zum Punkt. Mache ich, wenn ich soweit bin. Nachdem wir das geklärt hätten, darf ich mich vorstellen. Du bist Demi Ich Kande. bin Commander Kipway Kande. Ich leite diese Operation für die UC SysDev. Du weißt, wer wir sind und was wir machen. Ist mir ehrlich gesagt scheißegal, Alter. Tja, das hier ist deine einzige Chance, dem Gefängnis zu entgehen. Du solltest also deine Einstellung überdenken. Die UC SysDev ist eine Abteilung der UC Navy. Die kümmern sich um das große so sitzt du Ganze. drin, der Franz, Und so. wir uns um ein ganz spezielles Problem. Die Crimson Fleet. Ja, schau aus Und wie da, Crimson Fleet. Häftling, kommst du ins Spiel. Muss ich jetzt für euch irgendeinen Scheißdreck zu nehmen? Ich habe nichts mit der Crimson Fleet zum Tor. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Wenn ich mir damit meine Freiheit kaufen kann, dann höre ich zu. Was ist die Crimson Fleet? Da habe ich nichts damit zu tun, Penner. Nein, hast du nicht. Noch nicht. Ach Gott, wo bin ich jetzt Wir wieder wehren uns seit eigentlich? Jahren mit der Crimson Fleet ab. Versuchen sie, ein Schiff nach dem anderen auszuschalten. Aber wir kratzen nur an der Oberfläche. Wenn wir jemanden einschleusen, finden wir vielleicht einen losen Faden, an dem wir ziehen können, um das Ganze aufzulösen.
Jetzt chill mal die Kniescheiben, Alter. Ich hab das erste Mal in meinem Leben irgendeinen scheiß Koffer vom Arsch der Welt mitgenommen. Woher soll ich wissen, was ist überhaupt? Kannst du mir ein Favor zeigen? Vielleicht war es einfach nur so ein schwarzer Koffer, da ist gar nichts drin, du Trottel. Vielleicht das goldene Licht aus Pulp Fiction. Was machst denn du? Ich soll für dich meinen Hals riskieren und undercover gehen. Das hab ich schon gedacht. Die schleusen mich da jetzt als Spion ein. Nicht für mich, für dich selber. Pass auf, ich mache es ganz simpel. Arbeite für die UC SysDev, dann können wir gemeinsam die Crimson Fleet ausschalten. Wenn du aber ablehnst, werfen die Jungs dich in die nächste Zelle. Und ich erhöhe deine Strafe vielleicht noch um ein paar hundert Credits. Hallo, ich bin der Rich Bitch Franz, oder was möchtest denn du von mir? Klingt nicht, als hätte ich eine große Wahl. Ja, das ist das Problem so ein bisschen. Na komm, mach hin jetzt! Aber stimmt, groß ist sie nicht. Also, was sagst du? Arbeitest du mit mir oder muss ich mir jemand anders suchen? Ey, guter Mann. Jetzt pass mir Obacht. Vergiss es, ich versuche lieber mein Glück im Knast. Jetzt ist die Frage, was jetzt passiert. Scheiß doch auf die Crimson Fleet, ich möchte wissen, ob sie mich einsperren und ob da ein Game Over dort steht. Wie du willst. Vergiss es, du Penner! Ehrlich gesagt bin ich ein wenig überrascht. Meinen Instinkten nach warst du die richtige Wahl. Aber da lag ich wohl falsch. Okay, ab in eine Zelle in Cydonia mit ihm. Joke Boy, nächste dir, was los bin ich unterwegs mit Space Gunja oder was? Ich weiß nicht! Es war einfach ein schwarzer Koffer, keine Ahnung. Joke, merci dir. Luke, nochmal merci dir. Artefakte auf dem Mars finden, das ist ja schon immer gut ausgegangen. Nie wieder, mich in den Knast zu bringen. Dummkopf. Oh, das gefällt dir gar nicht. Mission aktualisiert, aktiv. Ist das also der Knast? Muss ich jetzt da? Muss ich... die SysDev ist jetzt dein Feind. Okay. Ist gut oder schlecht? Wahrscheinlich eher schlecht. Spüre die Crimson Fleet auf. Muss ich es jetzt trotzdem machen? Was war? Spüre die Crimson... Du kannst mir am Arsch lecken! Die Kriminalitätsrate war noch nie so niedrig und das soll auch so bleiben. Ist mir scheißegal. Ich will jetzt einfach... Ich komme einfach nie wieder. Vorher klar oder was aus der Kiste. Dann hast du keinerlei Grund zur Sorge. Keinerlei Grund zur Sorge, du kannst es mit dem Maul... eigentlich Vanguard werden. Es ist mir scheißegal, was du werden willst! Ich mag aussehen! Also, du habt sie alle einen Total. Was soll das heißen? Ich arbeite zwar. Jetzt soll ich nicht ganz dicht, so schaut's aus. Ich wollte doch einfach nur ins Gefängnis. Ins Gefängnis und mehr Ruhe. Vorstellung, hier unten Machen wir eingesetzt so. zu sein. Die Dämpfe und den Staub zu Trade atmen. Authority? Die Frage ist jetzt, warte mal, jetzt muss ich mal schnell schauen. Haben sie es mal abgenommen? Schlüssel, nein, haben sie nicht. Also, haben sie schon. Ja, Ein dumm, Mann. Gras. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Auf die Tür. Hey, ich will mal kurz mit dir reden. Ja, halt dein dummes Freunde Maul, du von mir haben Trottel! das von dir und der SysDev gehört. Wollen mit dir reden. Guter Mann oder Bur oder was weiß ich, was du heißt. Du schaust aus, weißt 14, keine Ahnung, was du da im Knast tust. Aber red mal weiter. Zwecklos. Mehr habe ich nicht zu sagen. Hier ist alles, was du wissen musst. Nimm. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Irgendjemand schreibt, das war die beste Fraktionsquest. Du, Freunde der Sonne, da eröffnet sich gerade eine andere. Falls es noch kaum aufgefallen ist, aber sagt es kaum. Aber wir lesen jetzt einmal die Notiz. Es würde mich jetzt interessieren, was da drin steht. Achtung, eine Einladung. Von Niva Mora. Beeindruckend, wie du das UC SysDev gelöst hast. Melde dich im Broken Spear bei Adler Camp und tu, was er dir sagt, wenn du dir ein bisschen was dazu verdienen willst. Wenn du das den Behörden steckst, wirst du nicht mal mehr Zeit haben, deinen Fehler zu bereuen. Okay, ich hab schon verstanden. Irgendwie mag mich keiner in diesem Universum, ist das möglich? Die andere Seite derselben Quest. Ja! Weißt du, ich glaube, wir... Ist mir jetzt aber wurscht, ich möchte zur Hauptquest. Wir kommen da raus, da kommen wir raus. Was gibt's? Ich muss jetzt mit dem Typen da labern. Warte mal. Das mit mir da, ich mag schon... Da mag ich. Frage in Cydonia nach Mora. Ist das... Der Jack. Kaltes Bier und eine gute Atmosphäre. Kaltes Bier und gute Atmosphäre, Ich serviere okay. hier seit über 40 Jahren Drinks. So viel Stabilität gibt es selten. Ich will was trinken. Ich suche einen Vanguard namens Mora. Der war lange nicht hier. Ist von der Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Wenn du seine Patrouillenroute kennst, können wir ihn aufspüren.
Ich lasse einen mutigen Soldaten nicht zurück, hilf uns ihn zu finden. Das ist alles brutal, er steckt in Schwierigkeiten. Ah, ja, von der habe ich gehört. Nach der 3. oder 4. Runde hat er von nichts anderem mehr geredet. Und er hat eine laute Stimme. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber irgendjemand hat wieder irgendwas dagegen. Ich muss vorher irgendeinen Schwachsinn machen. Er hat einen Deckel. Und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld. Und das gerade. Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Um wie viele Credits geht's nicht? Gibst du einfach so, ist es mir wurscht, ich brauch's eh. Da 2500, ich kann für dich sprechen, du siehst natürlich neben den Namen überzeugen, du willst Profit rausschlagen, also nimm einfach und halt dein Maul! Da? Okay, reden wir. Geht doch. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt, Lieder gesungen, sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Aha. Mehr habe ich nicht, okay? Schön. Dann muss das reichen. Begib dich zur Venus, so einfach kann's sein. So, ab zur Venus! Wo sind wir? Die alte eine, begib dich zur Venus. Kurs festlegen. Reisen. Und schon sind wir wieder aus dem Knast raus. Fuck you, Knastrottel! So, haben jetzt da wieder irgendwelche Leute, die mein Schiff scannen? Nein, bitte nicht. Hallo, was haben wir denn hier? Siehst du diese Gruppe von Schiffen? Baron von Hattika. Schon mal einem begegnet? Was ist das? Ihre Gottheit ist die große Schlange, die ungläubige große Schlange. Was passiert wohl, wenn sie uns entdecken? Was werden wohl passieren? Draufschießen wir. Sie wissen vermutlich nicht, wo unser Vanguard ist. Was machen wir? Warum von Hattika draußen in der Venus? Siehst du Vanguard mal das Schiff irgendwo? Nein, keinerlei Signale. Schießen wir einfach drauf. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen weggeklickt. Sie wissen vermutlich nicht. Aber etwas anderes vielleicht. Ja, aber man... Es schwebt ein UC-Satellit beunruhigend nah an diesen Baronschiffen. Wenn wir nah genug herankommen, können wir die Logs herunterladen und herausfinden, wohin unser Vanguard unterwegs war. Wir müssen zu diesem Signal kommen, ohne angegriffen zu werden. Ich öffne das Feuer, diese Vermannte sind eine Gefahr für das gesamte System. Probieren wir es einmal sneaky. Richtig. Minimale Energie. Langsam. Wir schnappen uns die Satellitendaten und springen weg. Fahre die Schiffssysteme möglichst weit herunter, um nicht entdeckt zu werden. Systeme wie Waffen und Schilde verraten dich. Um dich so gut wie möglich zu verbergen, fahre alle Systeme herunter bis auf 1 oder 2 Balken beim Antrieb und halte dich von gegnerischen Schiffen so weit wie möglich fern. Begib dich in eine Entfernung von maximal 500 Metern zur Satellitenbake, damit du sie aktivieren kannst. Okay, so, wie ist es jetzt gleich wieder gegangen? Schilde runter, Antrieb einen Punkt. Aber wir tun die Waffensysteme ausschauen. Warte mal, die haben da. Das ist das da. Wir kommen da hin. Das geht das auch so? Ach, tatsächlich. Okay. Handschuhe aus! Handschuhe aus! Wir fliegen da außen und das sagt er ich. Die Leute sagen immer, ich brauche mehr Hobbys. Über dich schreiben, nachdenken echt, mit und reden. Das sind doch schon 3. Dann müssen wir doch direkt hinfliegen, hä? Kommen wir doch direkt zu hinfliegen, oder muss ich Kurven fliegen? Schlange, segne diese Gemeinschaft, damit wir Jinan Varun folgen können. Bruder, das dauert eine Dreiviertelstunde so. Zollsystem ins Jenseits und berührte deine Großartigkeit. Ein bisschen schneller, Kind. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung. Mit zwei, sie hat gesagt, oh, oder 2 Striche. Was ist denn da wieder? Semiknädel! Merkst du dir? Depp von Dosen, Depp von Dosen, Depp von Dosen. Alex aus Öl, bla bla bla, jetzt ist auf zum Tunnel, bla bla bla, aber so viel verpasst. Frodo, merci dir, Alex, merci dir. Schluss jetzt damit! Das Bier, du kriegst mir bitte schon Alex, hab ich die Ehre. Er hat in der Firma einen grausigen Arbeitsunfall gehabt, das ist nix. Und damit bald wieder auf die 40 kommt, habe ich mir gedacht, ich losen über die recht schick gerissen. Alex, geh die Besserung! Küsschen, Nüsschen. So, komm ich da so vorbei. Ich glaub kein Wort. Wo sehen ihr Entfernung zu dem Ding? Kann ich irgendwie, warte mal. Ah, okay. Ich bin ja... Ich weiß jetzt auch nicht so recht. Brauchen wir nicht mehr lang. Da müssen wir sofort wegspringen. 2 Balken darf ich haben. Ja, ich habe 2 Balken rein da. Mit 2 Balken fliegen wir maximal 49. Schauen wir mal, mit dem Scanner an, sagt man, ich frage bloß, wann die aggro werden. Ich frage mich auch, was hat das mit meinen Schilden zum tun? Haben die keine Augen im Kopf? Wir haben aber auch nicht mehr weit. Wir fliegen mal ein bisschen da so runter. Das ist ein bisschen weg von ihnen. Ein bisschen.
Seh ich, wenn mit die auch gerade? War ich nicht. Ah, nur 800 Meter. Gut, die 800 Meter, mit dem haben wir schon ein bisschen Schub runter. Ein bisschen Schub runter. Ja, bis wieder dazu. Bis wieder dazu. Ja, schaut schon gut. Okay, ein bisschen runter, ein bisschen runter. Ein bisschen runter. Nee, das ist Stress. Ich hab sowieso das Gefühl, sobald ich das Ding nehme, fangen so und so zum Stressen an. Die Frage ist, wo springe ich dann hin? So, 200 Meter noch. So, ein bisschen laufen. So, haben wir gleich da? Ja, ein bisschen noch. Kim, ein bisschen noch. Ja. Oh. Wir sind da. Achte darauf, dass der Satellit ausgewählt ist und drücke E, um zwischen Zielen durchzuschauen. Wie hat das hin? E. Aktivieren. Hier ist Vanguard Moara. Alle Schiffe der UC. Ich bin unterwegs zur Nova Galactic Sternenwerft im Orbit des Erdenmonds. Ja. Okay, da kommt irgendjemand bei ihr ab. Mission wo? Sprich, Bro, begib dich zur Nova Galactic. Ja, Kurs festlegen. Und okay, tschüss! Das ist mir klar. Aber ich brauche Teile für Nothilfe. Adios! Hoffentlich ist noch nicht alles völlig leergeräumt worden. Das ist nicht gut. Die Erde und Eher nur sinnloses Gigant. Oh, jetzt haben wir mal ganz woanders. Da, die Nova Galactic Sternenwerft. Immer noch beim Mond der Erde. Mond der Erde? Wo ist die Erde? Hier wurden die ersten interstellaren Schiffe hergestellt. Die Module werden immer noch verwendet, obwohl die Sternenwerft seit langem stillsteht. Oh, verlassen. Mal sehen, ob Vanguard Mora in diesen Sternwerft ist. Wahrscheinlich nicht, das war sauber zu einfach. Ich will auf den Mond spazieren gehen. Schau, ich will der Franz und ich darf jetzt gerne am Mond spazieren gehen. Also, wenn du einen kleinen Umweg machen willst, ich habe nichts dagegen. Vergiss nur nicht, dass wir Vanguard Moara und das Artefakt finden müssen. Ja, ist ja klar. Du kannst an den meisten Sternstationen und Schiffen andocken, um sie zu betreten. Du musst das Schiff in deinem HUD anwählen und dann nah genug heranfliegen, damit die Aufforderung zum Andocken erscheint. Du musst das Schiff in deinem HUD an... Achso. Ja, wir gehen jetzt nicht am Mond spazieren. Kannst du mir mal Moschlecker jetzt? Machen wir so. Wie nah muss ich da hin? Jetzt warte mal, jetzt haben wir erstmal wieder was in... Bisschen was. Oh, wir müssen vielleicht ein bisschen bremsen. Wir müssen ein bisschen daher fliegen. Okay. Ich weiß nicht, wie tut man... Andocken? Oh, sogar mit... Okay. Wenigstens das, um die Immersion ein bisschen zu, weißt du das eh? Ja, das ist Poloch an Poloch. Wir sind angedockt. Die Crew dieses Schiffes wird begeistert sein, dich zu sehen. Warum habe ich das dumpfe Gefühl, sie wird nicht begeistert sein, um das hier zu sehen? So, um ein bisschen Immersion zu wahren. Wir stehen mal auf. Das ist gut beieinander. Auch 500 Meter und anwählen. Ist aber jetzt auch über 500 Meter gegangen, glaube ich. Ich sehe mich gerne als deine emotionale Unterstützung. Okay. So, du kommst sowieso mit mir mit. Wir steigen mal aus. Steigen wir da überhaupt da aus? Wo steigen wir da überhaupt? Ach so, das ist die Andock-Luke, oder was? Einsteigen. Okay. Ich hab's durch Steuern versucht, total sinnlos gewesen. Geht's überhaupt durch Ansteuern? Wahrscheinlich nicht, oder? Übrigens, Semignädel, das ist übrigens... 2 Schritte rein und schon haben wir eine Leiche. Okay, es ist... Das hätte ich jetzt gar nicht gespannt! Die Spacer haben hier wohl rumgesucht und da kam jemand anders, um Hallo zu sagen. Jetzt wird's interessant. Du wirst noch öfter Spacer-Crews begegnen. Sie plündern verlassen. Das kann besser nachher wie meine. Anlagen und erschießen alle, die ihnen in die Quere kommen. Ballerei! Sie sind sogar noch weniger organisiert als die Crimson Fleet. Verzweifelte Gruppen, die plündern und töten, um zu überleben. Okay, ich verstehe. Ich bin aber auch nicht zum Looten gekommen, muss man auch mal dazu sagen. Aber bis halt schon. Aber das ist genau, auf was ich halt eigentlich Bock hab in diesen Spielen. Du kommst in so einen Dungeon und dann geht's ab. Schauen wir mal, was wir da so haben. Das schaut ein bisschen aus nach einem Safe aus, aber es ist irgendwie kein Safe. Haben wir da Terminals? Leider auch nicht. Okay, gehst du mal auf Zeitnetz da, du Rindviech! Nehmen wir mal lieber unser Sicherheits... Wo ist denn das lassen wir noch, das Ding? Da noch. Wo hab ich die Schrotflinten? Auf 1. Wieso geht mir 1 da unten nicht? Weiß ich nicht. Egal!
Schauen wir mal. Ah, jetzt glaube ich, gibt es eine Botscherei ein wenig. Gibt es ein wenig eine Botscherei. Aber auf die Entfernung können wir da auch nicht so. Da haben wir alle tot. Ja. Da wird aber angeballert. Warum wird da aber angeballert? Ich muss erst Leichen looten. Warte mal auf mich. Credits. Medipack. Helm. Navigator ist der besser wie unserer? Nicht wirklich. Ja, der macht aber Energy. Ja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Erst looten da. Oh ja, die Dinger, die reißt recht schön. Chillen wir mal. Oh, da hinten geht's schon wieder. Dietrich Kragen. Auf wen schießt denn da? Wer ist denn da? Wer? Was ist der Isaac? Jetzt bringen wir es zu Ende. Jo, Penner! Gerade erst wach geworden. Au! Was ist denn da jetzt dahergeflogen? Ist das Psuff oder was? Okay, chill. Chill. Jetzt ist da irgendwo... Da ist auch noch einer. Sei lieber grün. Oh, da ist ein Medikit. Da ist nix. Okay. Ja, chill. Für eine Sternenwerft zu plündern. Okay, der da hinten kriegt. Wie ungenau ist das? Auf wen schießt denn der? So ein Holyface. Die haben Level 8. Okay, chill. Oh, lecker, der ganze Scheiß rein da ist. Du kannst nichts. Nichts! Was ist? Okay, chill. Vielleicht müssen wir da einmal mit der Dings Miso-Suppe Kali... Brauchen wir alles nicht. Das ist Dollar, da kümmert sich sie drum. Eliminiert das Ziel! Ja, kriegst du auch Schaden irgendwie mal oder so? Das war's! Oh, da ist noch einer. Sehr schön. Looten, erweitertes Magazin, Grendel brauchen wir nicht. Anzug, nehmen wir mal mit. Das muss ich jetzt nicht nachschauen. Wir sind mitten in der Action, Kinder. Was ist da los? Was? Feind eliminiert! Scheiße. Da ist er direkt noch. Ich versteck mich am Scheiße. Wo bist du? Die scheiß Nachladerei da war so beschissen lang. Gib es Sau. Bände, ich sterbe. Wer stirbt? Wir haben jetzt da noch geschossen, da ist da noch einer. Machen wir doch mal so. Ich hab keine Granaten mehr. Oh, no. Ah, ich brauche mehr Reload Speed. Kinder. Oh. Mehr Reload Speed. Wo? Ist da oben? Gleich für dich! Gibst mir mal ein Medipack, bevor da hinter uns wieder irgendein Trottel daherkommt. Was haben wir da? Willenlos. Verdammt! Mehr Moon. Was müssen Sie aber so krass einpushen? Was ist mit dir? Alter, was hat denn jetzt da? Mein Kopf! Stirb, du Sau! Oh. Irgendeinen Rucksack haben wir gefunden. Ist es ein guter? Ey, wir haben alle Zeit der Welt. Was kann der? Ich weiß immer noch nicht, was Luft basiert und Strahlung, physische Energy, besser nicht. Minus Schaden von Roboter gegen antiseptisch, Luftresistent, einfaches Boostpack. Leg mir am Arsch, brauch keine Sau, brauch bloß Platz. Brauch bloß Platz! Wo ist der Rest von euch Klappspaten? Alter, ich hab fast keinen Mund mehr. Schrotflintenpatronen. Was ist denn? Ah! Ja, was? Brauch hier! Dann halt so. Anzug. Kann der Anzug was? Ja, das sind diese Resistenzen da. Das habt's mal am Coachman-Schrotflinte. Jetzt Moment einmal. Coachman, was Coachman? Macht 62 und unsere macht 180. Ist ein totaler Schund! Weg mit dem Scheiß! Ah, siehst du, das kam in der Main Quest, geht schon ein bisschen was. Dietrich, nehmen wir alles mit. Alles wird gelootet. Kaliber, irgendwas. Was ist denn das Sidestar? Ach, die haben wir auch schon mal gehabt. Das ist so
Der Uzi drum. Da hinten ballert noch einer umeinander, hab's genau gesehen, nachladen. Hat ihn zerrissen, ich weiß nicht warum, aber es hat ihn zerrissen. So, was ist da los? Ja, ich seh euch schon, ihr Zipfel am Kinder. Das ist ein grosser. Das ist ein grosser. Da müssen wir... Oh shit, Leute, die sind mehrere. Machen wir keinen Mund mehr. Machen wir mal diesen hier. Kann man da durch? Ja, da kann man durch. Das wird böse für dich enden. Nolan, in die Hocke geh. Hat's dir noch einer schon? Was ist mit dir, Kim? Bereich verlassen! Oh, Wolle. Alter, Birger, dein Kartoffelhelm ist unfassbar. Ja, ich hab auch schon eine Zeit lang keine Shooter mehr gespielt. Chili Kniescheibe. Vielleicht müssen wir einmal nach da ohne. Nehme Schaden! Brauche Deckung! Du, ich brauche auch Deckung. Es wäre cool, wenn mein Begleiter mal irgendwas tut. Gehen wir mal da oben. Schauen wir uns die ganze Gaudi einmal an. Warten wir bis... Oh, warte mal. Scheiß Pistolen kann auch gar nichts, Alter. Die 2 Headshots haben sie wieder gut gemacht. Sagt es, wie es ist. Nehmen wir, was wir kriegen können. Wir nehmen, was wir kriegen können. Gekühlt, Tiefbohren, weiß ich nicht. Credits, Kaliber... Was? Weiß nicht mal, wenn's da... Wo hängen denn jetzt wieder? Du, wir haben alle Zeit der Welt. Flanellhemd. Das nehme ich nicht mit. Nein. Einer nur ein paar am Leben. Wo der? Ah! Böse! Böse! So was dabei? Credits kann ich nicht brauchen. War was zum Schießen, gute Leute. Warum hat denn jetzt da auf einmal keiner mehr einen Maelstrom? Kann man da was looten? Oh, da geht's auch noch mal weiter. Wo ist denn eigentlich mein... Ich weiß das schon. Mal schauen. Vielleicht soll es doch Melee spielen. Da. Ich hätte gerne besser nicht Pistolen. Irgendwo ist noch was. Da hinten ist noch einer. Lol, was ist denn mit ihm? Was tut denn hier? Psuff, Alter. Kommt nur her! Du bist erledigt! Friss das Gander, du Trottel! So, haben wir jetzt bald einmal... Ja, das ist jetzt aber ganz schön Zügung. Leg mir am Arsch. Ich weiß nicht, ob der Elliptik-Rucksack was kann oder nicht. Das nervt auch ganz krass. Du musst da immer irgendwie alles einmal anschauen. Ob's jetzt besser ist oder nicht. Und vielleicht sollte man die scheiß Grendel einmal mitnehmen. Wenn wir für die wahrscheinlich 3 Pfund Munition haben. Jetzt passen wir obacht. Da gehen wir jetzt da, hier, Waffen. Nehmen wir mal Grendel. Wo legen wir die hin? Die legen wir auf 5. Antipersonen irgendwas, Weltraumexperte, bla bla bla, Kata Equinox, Grendel, Rettungsachs, brauchen wir nicht. Antipersonen, die wollte ich eigentlich verkaufen, ist die was wert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gehen wir mal raus da. Machen wir so. Tun wir die Grendel hier. Da haben wir 1200 Schuss, oder was ist mit dem Ding? Nehmen wir vielleicht die epische Grendel mit. Ja, ist ja wurscht. Was haben wir da? Credits. Hüllenlos, nehmen wir alles mit. Alles wird mitgenommen. So, was haben wir jetzt da? Gibt es da was zum Looten? Nein, finally. Granaten. Die kann man immer mal brauchen. Sintermeat-Steak, Pflaume. Braucht kein Mensch den Scheiß, macht bloß das Inventar voll. Und da Schrotflintenpatronen. Jawohl. Schrotflintenpatronen. Und Coachman. Da habe ich eine modifizierte gefunden. Was ist denn das da? Eine Pritsche. Ja, man kann mal unten schlafen. Haha. Darum schleppt man 5 plus Hauptwaffen mit Munitionsvarianz. Ich hab aber auch noch nicht mehrere Waffen so gefunden wie jetzt. Die ich dabei hab. Das ist wirklich eigentlich... das ist was Neues. Was ist das? Zerlegend Eon. Das ist besser eine Pistolen wie die wir mir haben, glaube ich. Der kühlte Magnet. Es war halt cool, wenn es irgendwelche Symbole neben dem Text geben darf, dass man sofort sagt, haben es irgendwie Komponenten, die man irgendwie brauchen kann, zum was herstellen? Oder muss ich jetzt mal alles einzeln... Kann als Komponente für die Herstellung, kann als Komponente für die Herstellung. Das nervt halt so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich sehe einen Questmarker schon, ich mag noch schnell rundum schauen. Da gibt es mit Sicherheit noch Munition zum Looten. Mehr Munition, mehr gut. Was ist da drin?
Waffenwerkbank, haben wir nicht eingeskillt. Anzugwerkbank, haben wir auch nicht eingeskillt. Können wir noch nichts bauen. Das weiß ich, das habe ich schon ausprobiert. Aber so? Das habe ich mir erhofft, dass es in der Hauptquest einmal sowas passiert. Geht schon ein bisschen mehr. Vanguard Mora Slate. Hier spricht Vanguard Moara. Sorry, wenn ich ein paar Sachen der UC ausborgen musste, aber die Sternwerft wurde überrannt. Haben mein Schiff geflickt und bin unterwegs zum Neptun. Werde noch einmal darum bitten, dass die Fleet hier rauskommt und sich um die Spacer kümmert. Aber bis dahin, wenn einer von euch Verbrechern zuhört, ich bin der Geist, der euch in der Nacht euer Zeug klaut. Haut ab, solange es noch geht. Ja, was offensichtlich mit dem krassen Motherfucker zum Teil. Er fordert die Spacer ja fast heraus, ihn zu jagen. Kein schlechter Plan. Oder sie wieder mit die Falschen Chancen, eins ihrer Schiffe zu zerstören, stehen viel besser, als gegen sie alle zu kämpfen. Okay, was heißt das jetzt? Oh, da haben wir noch was übersehen. Hippolyta, was ist das? Ja, nein, das wollte ich nicht. Nein, stopp, falsche Taste, R wollte ich drücken. Was ist das? Ein Cam, das die Hemmschwelle senkt und die Artikulation. Plus 20 überzeugen für... Das sind so Sachen, die nehme ich sowieso nie hier. Und normalerweise in so Dungeons ist mir auch schon aufgefallen, auch in dem letzten Compound, wo ich da so völlig random eingelaufen bin, ist am Schluss eigentlich immer irgendwie... Ja, eine große Lootkisten so. Schauen wir mal nach, ob das da auch so ist. Schauen wir mal, was liegt denn da umeinander? Was ist das? Sind da mit... Da ist noch was. Schauen wir mal. Red Harvest Lin. Das ist ja lauter Schrott. Die Frage ist, wie können wir jetzt da raus sein? Drauf. Ja. Oh, da oben. Ob uns jetzt das zu so einem Endding führt oder einfach nur nach draußen. Schauen wir mal, da ist noch eine dicke Kiste zum Looten. Der braucht jetzt keine Sau. Da. Das hat auch Fallout normal immer gemacht, dass du dann so eine Art über die Entstehung der Arten, dass man dann einfach, ja, was ist jetzt da? Springe dann, da hängt wieder irgendeine Laterne, aber was ist da? Da schau hin. Modifiziert Hacke, ist was wert. Flur, seltene organische Ressource, dieser Gegenstand kann als Komponente sehr schön, ja, nimm alles mit, Leute. Eisen, nehmen wir alles mit, Digi Dietrich und 4400 Credits. Das hab ich gemeint. Irgendwo in diesen Dungeon-Dingern ist immer eine große Kiste. Immer. Also wirklich fast immer. Da haben wir noch was, Medipack, können wir sowieso brauchen. Das war so das Einzige, was mich interessiert, der Herstellung, dass man Medipacks herstellen kann. Das ist so das Einzige, was ich brauche so. Bis jetzt zumindest. Chunks, Apfel, braucht kein Mensch. Da, man muss ja noch schauen. Lederkleidung. Eine sexy Lederkleidung. Ist sogar ein bisschen besser in Energy und EM wie unsere. Soll ich da so Ausrüstung vergleichen? Hat halt ein bisschen weniger physischen Dingsbums, aber ja, nimm die Bagels einmal ein. Du, was ist denn jetzt wieder passiert? Was kein Mensch. Schauen wir mal ein wenig umeinander da. Ah, ich weiß schon nicht so viel looten, aber es ist looten und bluten, Kinder. Looten und bluten. Was haben wir da? Kann man da aufspringen? Nö. Da noch irgendwas? Nö. Wo auch immer. Jetzt haben wir da wieder. Okay, wieder zurück aus. Weißt du, das macht überhaupt keinen Sinn. Hätten wir da auch gehen können, aber ist so wurscht. Oh, da unten liegt was drin, was ist das? Synapse Alpha. Haben wir auch noch was? Hat sich schon rentiert, ja? Auf wieder mit dir. Haben wir da schon? Ja. Dann geht's quasi da weiter. Secure Access, Schalter. Genau, und dann bist du wieder am Start. Das hat Fallout und Skyrim macht das auch oft. Ich glaube nicht immer, aber oft, dass dann ein Shortcut freischaltet. Eigentlich kann man sofort wieder Schnellreise zum... noch Zeit für ein Nickerchen? Was? Was für Zeit für ein Nickerchen? Wie Zeit für ein Nickerchen? War das jetzt eine indirekte Anspielung, dass wir 5 verschnackseln sind, oder was? Haubitzsack, hab ich noch gar nicht gesehen. Hab ich vorher nicht gesehen. Hinter jeder verschlossenen Tür, Kinder. Ihr wisst es selbst. So. Jetzt wird's interessant. Jetzt passen wir beobachten. Den platzieren wir jetzt einmal da. Was haben wir da? Die brauchen wir da gar nicht. Machen wir so. Und so. Nein, brauchen wir auch nicht. Eventuell brauchen wir den da, hä? Nein, auch nicht. Den da vielleicht. Und dann brauchen wir 3, die relativ nah beieinander sind. 1, 2, 3. Ja, das ist auch nicht. Das da vielleicht. 3, die relativ auseinander sind. Ah ja. Na. Den.
Machen wir mal so und so. So und so. Haben wir es schon! Das ist, muss ich Bethesda lassen, ist ein cooles Minispiel. Credits, wow. Bequeme Kleidung, da muss doch irgendwas Wertvolles darin sein. Das brauchst du mir nicht erzählen! Hashtag Hackerman, ab in den Chat, wenn ihr mitmacht, ist raus! Oh, da haben wir ein paar Knarren. Das ist eine neue Pistole. Credits, Kaliber 3 Ultra Mag. Die nehmen wir mal mit und schauen wir uns gleich mal an und tauschen wir eventuell unsere Pistolen aus. Ist das sonst noch was drin? Ja, Medipack. Was ist das da? Waffenständer? Da ist nichts. Infernomine, Splitterminen, ja. Sondern wahrscheinlich übersäge wieder die Hälften, aber in der Lagerkiste ist wahrscheinlich das meiste drin. Ja, da ist auch noch was. Kaliber. Moon, was haben wir da? Sukkulente, was auch immer das ist, keine Ahnung. Keinen blassen Dunst, sag ich dir, was ist. In der Mülltonne ist auch nichts drin, kann man da noch irgendwas machen? Ja. Schauen wir da noch mal durch, da sieht man da ein bisschen besser, was los ist. Na, schaut gut aus. Schaut gut aus, was ist das für Knarre? Das mag ich jetzt, hoppala, das mag ich jetzt schnell sehen. Grendel, scheiß Rettungsachs, auf die ist einmal geschissen. Das Ding da. Macht 12 Schaden und unser komische... Oh, das ist ja die neue. Urban Eagle. Ja, Freunde der Sonne, da werden wir unsere Pistolen eintauschen müssen dafür. Sehr schön. Hat doch ganz vernünftig aus. Oh, Schrotflinten, saubere Pistolen oder passendes Visier. Bitte vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mein Versuch eines informellen Grußes ist fehlgeschlagen. Okay. Beweisen wir jetzt einfach generell der Maul jetzt. Begib dich zum Neptun. Das hätten wir vielleicht schon die ganze Zeit mal so in Kurs setzen. Wir müssen mal von da nach da umdüdeln. Die Frage ist natürlich jetzt auch, was passiert, wenn wir mir aus der Bude rausgehen. Das ist mir aber auch scheißegal. Kurs festlegen. Na. Neptun. Scan nicht möglich. Kurs festlegen. Du kannst von diesem Ort aus nicht schnell... Oh. Ich werde gezwungen... Dass ich aussehe? Okay. Gut, dann gehen wir mal aussehen. Jetzt haben wir nämlich wieder in unserem Schiff natürlich. Ja, müssen wir uns hier sitzen und wahrscheinlich kommt jetzt noch eine Schiffbatscherei zustande. Das ist so cool. Ich darf das so gerne ins Gesicht schießen, Alter, das kannst du gar nicht vorstellen. So, ab auf den Pilotensitz. Brille zurechtrücken. Ich habe das dumpfe Gefühl. Abdocken. Chrissy Boy, merci für den Resub, Alter. Der wieder an, der zurück. Das war jetzt cool. So genau so stelle ich mir Quests vor. Vielleicht mit ein bisschen... Jetzt warte mal. Was... Ist das jetzt da der... Lassen wir wieder aus, so wegfliegen. Machen wir vielleicht mal so. Und da ist jetzt der Neptun. Wieso... Kann ich von da aus jetzt schnell reisen? Ah, dann machen wir zuerst so. Kurs festlegen. Was passiert denn da? Ich check's nicht. Ich drück Reisen. Du wird schon passen. Du kannst da leer halten und dann WASD für laterale Thrust. Was hat denn da? Ach, ist das zum Straight? Warte mal. Was? Wir leer halten und... Halt, siehst du das? Da draußen treibt ein Schiff. Keine Zeit für Sightseeing. Das könnte unser Vanguard sein. Was? Da draußen treibt wo? Schiff wo? Da muss ich... Da stimmt was nicht. Oh. Die Waffen des Schiffs werden aktiviert. Aufgepasst. Okay, ich verstehe schon. Wir müssen ballern. Ballern wir einfach zu. Vanguard an ziviles Schiff. Wo ist Raketen? Wenn du aufhörst, uns zu beschießen, antworten wir gerne. Söldner haben mein Schiff gekapert. Ein paar habe ich weggenullt, aber sie haben mich festgesetzt. Ich brauche Hilfe. Wenn wir das Schiff wegballern, ist der tot und unser Artefakt ist verloren. Wir müssen an Bord gehen. Ziel auf die Antriebe. Wenn sie ausfallen, haben wir unsere Chance. Ziel auf die Antriebe? Scheiße, hast du da nicht irgendwo hinzielen? Die ballern einfach bloß in den Haupt bei. Ne, wieder ein bisschen...
Hab ich überhaupt irgendwie Schaden gekriegt oder so? Keine Ahnung. Wo sagt man das? Was ist denn das 57 rechts unten bei den Schädel? Ist das die Schildstärke, die noch übrig ist? Und meine Hülle ist natürlich dann das drunter. Okay. Die meisten feindlichen Schiffe können betreten werden, sobald ihr Schiffsantrieb deaktiviert ist. Du musst neu an das Schiff heranfliegen, um andocken zu können. Sobald du an Bord bist, solltest du dich auf Gegenwehr der dortigen Crew einstellen. Ja, ich hab schon verstanden. Sehr gut. Fertig machen zum Andocken. Los. Retten wir den Vanguard. Wie machen wir das? Ja, das ist das Scanner. Andocken R. Okay, ja, mit Zwischensequenz, mit dem richtigen Schiff und so. Das ist okay, das lasse ich mir eigentlich so als Ladebildschirm, wenn man so will. Okay, bin da. Aufstehen, einsteigen ist wahrscheinlich dann. Jetzt gehen wir in das andere Schiff von mir. So, grüß Gott beieinander! So, mit dieser Asse. Mal über diese Asse. So, wo sind wir? Kann man das looten? Lass mal looten. Tür öffnen. Hallo! Oder Medic. Hallo? Es wäre ja geil, wenn es so Alien-Rassen geben würde oder so. Ist da was drin? Hallo! Mach mal Taschenlampen rein. Kann man da was looten? Oh, vielleicht sollte ich mir meine Schrotflinten nachladen. Das ist einmal ein guter Plan. Destilliertes Wasser. Weiß ich nicht, warum ich das mitgenommen habe, aber ich habe es mir sicher selber mitgenommen. Was ist das da? Unsere Pistolen hackt. Alter, unsere Pistolen ist ja völlig OP. Oh, seine mich hat's erwischt. Was ist mit dir eigentlich? Du sollst doch nicht die ganze Vieri pushen wie ein Vollgas Narische. Nimmst du mit? Ja, looten wir am Schluss. Was haben wir da? Wo? Da? Bin getroffen. Halte nicht viel länger durch. Medipack nehme ich mit. Bevor wir weitergehen. Oh, ein blauer Anzug. Und Morris Schiffsschlüssel, ein Haufen Credits, hüllenlos und eine modifizierte Grendel. Die müssen wir uns anschauen. Die müssen wir hüllenlos, Penicillin nehmen wir mit. Die werden wahrscheinlich alle selbe Grendel haben. Was haben wir da? Kopfbedeckung, Space Tracker, brauchen wir nicht. Anzug, Elliptik, Helm, Elliptik. Ja, schauen wir da mal. Haben wir jetzt bald einmal einen besseren Anzug gefunden wie unseren? 69 physisch. Was will ich? 69. Was haben wir da? Ah, der ist doch stark. 62 Energie, 62. Ja, dann ziehen wir doch den noch, hä? Ziehen wir doch den noch. Den haben wir, den schmeißen wir weg und den haben wir, schmeißen wir auch weg. Den nehmen wir mit, vielleicht ist er was wert. 3300, das passt schon. So, was haben wir da? Equinox, Rettungsaxt können wir auch mal wegschmeißen. Braucht kein Mensch nicht. Den Scheiß braucht auch kein Mensch nicht. Die scheiß Rettungsaxt. Hau ab mit deiner Rettungsaxt. Weg damit. Modifizierte Grendel. Vergleichen mit nicht Urban Eagle, sondern mit irgendwas anderem. Wir haben doch auch. Da, die Rattler kannst du auch wegschmeißen. Da kennt sie sowieso kein Sau aus. Bis ich wieder zum Verkauf komme, dabei geht weiter und das. Machen wir sowieso nicht im Stream. Das ist nur Zeitverschwendung, Kinder. Zerlegend, die Iren. Brauchen wir ehrlich gesagt Wert 1000. Brauchen wir auch nicht. Weg mit dem Scheiß. Und da ist diese Grendel. Wenn ich die jetzt nehme. Modifizierte Grendel. Und wo ist unser Grendel? Da. Verlängerter Lauf, Reflexvisier, Mündungsbremse. Wo ist jetzt da genau der Unterschied? Oh, Präzision ist her. Und sie ist leichter. Oder was? Und Distanz ist her. Okay, das heißt, die Grendel können wir wegwerfen. Und die modifizierte, wo haben wir Grendel hier? Auf 5, gell? Haben wir's schon! Alter, was ist das für Visier? Okay. Was auch interessant ist, wie das Aim so umeinander wackelt. Ich tue nichts, ich bewege mich nicht. Das komische Geruckel da. Verdammt kalt hier. Ich brauche nachher einen heißen Kaffee. Oh, was habe ich da gefunden? Gift, Rettungssache. Ach, da habe ich alles so mal angeschmissen, ne? Ja, drauf geschissen, hau ab jetzt. Wer bist du? Also, was haben wir da? Chunks-Pastete. Die gute alte Chunks-Pastete. Na, jetzt holen wir mal unseren Spezi da aus der Tür verriegelt, den Sperren, Moras, Schlüpperschlüffel. So, bevor ich dir helfe, gibt's da was zum Looten. Was ist das? Der Schleudersitz. Da legen wir ihn auf. Sprich mit Moira. Ich nehme einen Kaffee. Ich freue euch zu sehen.
wer ihr auch seid. Wir sind alle unverletzt, oder? Das werte ich als Erfolg. Wir gehören zur Constellation, dem Entdeckertrupp. Wir müssen reden. Ein feindliches Schiff entern und Leben retten. Großartig! Das ist nicht der Franz. Noch mehr Gewalt, es hat einfach keiner mehr Respekt vor dem All. Wer war das? Warum haben die dein Schiff gekapert? Das darf mich jetzt schon interessieren. Ekliptik-Söldner. Die arbeiten praktisch für jeden. Und Vanguards schließen eher keine Freundschaft mit Piraten, Dieben und Plünderern. Anscheinend sind sie jetzt genervt genug, dass sie ihr Geld zusammengelegt haben, um Profis anzuheuern. Okay. Der Fabi fragt, wie schaut's eigentlich performancemäßig aus? Zockst du auf Ultra oder musst mit deiner Maschine auch ein bisschen zurückdrehen? Also ganz furchtbar wichtig, wenn ich natürlich sage, ein Spiel läuft butterweich, man darf nicht vergessen, vor was für einer Maschine das ich sitze. Ist alles auf Anschlag. Es ist alles auf Anschlag. Außer die Filmkörnung habe ich außer da und Bewegungsunschärfe habe ich außer da. Das hat aber mit Performance nicht so unfasslich fett zum Tor, glaube ich. Also das ist jetzt nicht sehr performance-belastend, diese beiden Dinge. Ansonsten, ich habe leider keine FPS-Anzeige, habe aber das Gefühl, es ist absolut flüssig. Hey, darf mich aber auch wundern. Sorry, was ist. Was? Euch gibt's noch? Mann, ich kenne nur die Geschichten. Wir kennen auch Geschichten. Von einem Objekt, das du gefunden hast. Ihr wisst also, was das ist? Ich wollte es in Cydonia verscherbeln. Und der Typ dachte, ich verkaufe gefälschtes Titan. Es verträgt sich nicht mit Scannern. Wertlos, wenn man seltene Mineralien verticken will. Ich sollte es also lieber nicht als Kühlerfigur verwenden? Bei uns ist das besser aufgehoben. Ich stöhne im Namen der gesamten Wissenschaft auf und dann gibst du mir das Artefakt. Du warst lange auf Patrouille, die Leute machen sich schon Sorgen. Merkwürdige Weltallklumpen gegen Lebensrettung? Da tausche ich gern. Hoffentlich findet ihr raus, was das für ein Ding ist. Nehmen wir uns das Artefakt. Yay! Erstes Artefaktstück! Also wenn alle diese Artefakt-Quests so gemacht sind, vielleicht mit ein bisschen... Sie hätten natürlich dann mit ein bisschen Abwechslung, nicht einfach einen Dungeon killen, labern, Artefakt. Ist doch ganz okay. Gute Arbeit. Kehre zur Loge zurück. Zur Loge. Was der mal mit ihm? Würde er nicht vielleicht, weiß ich nicht, Begleiter, wie schaut's aus? Danke nochmal für die Rettung. Ich weiß nicht, was ich ohne euch gemacht hätte. Weiß ich nicht, sterben vielleicht oder so. So, ich mache jetzt auf alle Fälle Schleudersitz. Schauen Sie mich an. Hm? Ich mag nicht, dass mir jemand zuschaut. Und du grinst mir ein wenig zu seltsam. Na, das ist nichts für mich, da steh ich lieber wieder auf. Was haben wir da? Kann man da irgendwas... Es ist ja alles so ein Gerätschaften, Texture, Object, Clusterfuck irgendwie, dass ich nie weiß, mit was kann man interagieren und mit was... Da zum Beispiel, Spind des Captains. Ist da irgendwas drin? Nein. Mit was kann man interagieren, mit was nicht und so weiter. Ist da was drin? Nein. Mein Gaming-Sessel ist kein Gaming-Sessel, sondern ein Schleudersitz. Nicht auch ein Schleudersitz. Cutterkiste. Was ist da? Und nix. Ja, okay. So. Kehre zur Loge zurück. Kurs festlegen. Ah, da kommen wir wieder nicht. Ah, stopp. Da kann man wieder nicht schnell reisen, oder? Kann man nicht. Müssen wir uns erst auf unser Schiff begeben, abdocken und dann kommen wir schnell Signal rein. fliegen wir los. Auf mein Signal. Ich liebe Kaffee. Aber noch viel besser finde ich es, was über dich zu lesen. Aber ich bin der Foodlapper, Franz. Ich muss ihn usen. Was passiert denn, wenn man den used? Wir werden es nicht herausfinden. Los geht's. Abdocken. Usen einmal ist lustig. Gleich. Wenn wir nochmal im Raumschiff voneinander gehen können. Kommen wir schon noch dazu. So, dann erneut. Es ist immer das gleiche Spiel. Kurs festlegen. Die Loge erkundet. Wo haben wir eigentlich? Wir haben doch ganz woanders, oder? Ja, dann landen wir da jetzt. Los geht's. Weißt du, was mein Problem schon wieder ist? Der alte Mann muss schon wieder bieseln! Fix! Da trinken wir lieber noch mal was. Was, man kann jederzeit... Achso, man kann da drin... Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja, haben wir gleich wieder. Noch eine Mission geht schon noch. Ab in die Loge!
Und wenn jetzt da, ich hoffe jetzt da auf eine Zwischensequenz, die länger wie 30 Sekunden dauert, damit ich schnell pissen gehen kann. Das hat mir ganz gut gefallen. Zurück? Ehrlich? Hallo! Wir haben es. Füge das Artefakt hinzu. Du darfst. Ich darf? Ui. Es passt. Kurzer Energieanstieg, aber alles Warte auf wieder Sarah. stabil. Ich warte auf irgendwas Sarah. Neues? Nein, genau wie Ich hätte vorher. nicht im Kopf. Ein riesiger Ausschlag. Wenn das Artefakt hinzugefügt wird, Ich sag das, wie es ist. Ich muss harmonisiert schnell es sich. 20 Sekunden Als zum würde Pissen es gehen. auf Ich die hoffe, die labern anderen weiter. warten. Das ist Spekulation, aber ich glaube, du hast recht. Es gibt noch mehr. Hier, hast du dir verdient. Willkommen bei der Constellation. Als vollwertiges Mitglied. So, wie viel habe ich versammelt? Es ist eine Ehre, dabei zu sein. Ich hatte Champagner erwartet. Was genau heißt vollwertiges Mitglied? Ja, ich habe Champagner erwartet. Grübelst du über... Tja, wenn du mal eine Reliktflasche von der Erde findest, teilen wir sie gern mit dir. Ach ja, was sagst du dazu, wenn wir weiter zusammenfliegen? Ja, sicher, das war Ich bleibe oder sicher gar nicht nicht hinter gemacht, meinem oder? Schreibtisch sitzen. Diese Artefakte sind ein neues Kapitel für die Constellation und ich werde dabei sein. Und ich will auch dich dabei haben. Du lieferst Ergebnisse. Ich brauche jemanden wie dich als Rückendeckung. Immer gerne, Sarah. Fliegen wir los. Ich arbeite lieber alleine, Sarah. Vielleicht später. Muss ein paar persönliche Dinge regeln. Warum fragst du mich und nicht jemanden, der schon länger dabei ist? Immer gerne, Sarah. Das war doch gut. Das war ein Riesen-Gaudi. Okay. Der Max, der Wir haben Company, noch fragt ein sich paar gerade, ich komme mit der Hinweise, Story die wir nicht so ganz besprechen mit. Ich versuch's ein bisschen zu... Zunächst gibt es da eine erklären gleich. Expedition, die Sam Coe zusammengestellt hat. Sie geht in den Freestar Collective Raum, den kennt er in- und auswendig. Dann gibt's da noch das Auge, unsere Station im Orbit. Wird Zeit, dass du Wladimir kennenlernst. Er stöbert fleißig nach weiteren Anomalien. Und zu guter Letzt, Noel. Haben wir schon was von Barrett gehört? Ein Kurier von Argos Extractors war da, um uns zu sagen, dass sie die Zelte auf Vectera abbrechen. Aber sonst nichts. Nein, kein Wort. Das ist nicht gut. Wir sollten persönlich nach Barrett sehen. Also kriegen wir jetzt... Okay. Chillige Kniescheibe. Was haben wir jetzt da? Es geht Level Up! Da können wir gleich ins Schlossknacken einskillen. Sag ich dir, was ist. Das leere Nest. Sprich mit Sam Coe. Lass uns Ausrüstung tauschen. Warte kurz hier. Wer ist Sam Coe? Und was ist das für eine Expedition? Was kannst du mir über Barrett sagen? Was ist das Auge? Wer ist Wladimir? Sehe ich das jetzt richtig? Dass jetzt aus einer Hauptquest 3 geworden sind, wo wir uns entscheiden können, Vote, Barrett-Mission, Good Pew Pew und unterhaltsames Finale. Dann fragen wir doch mal, wer der Barrett ist. Also ich verstehe das jetzt. Hallo? Ja, kannst du jetzt einmal den Maul halten? Das ist ein Witz oder was? Dann geh ich jetzt mal kurz da raus. Um Max, dem Gewandbarten und vielleicht allen, die vielleicht nicht ganz so folgen können. Ich kann auch nicht so 100%ig folgen, so ein bisschen seltsam ist schon. Ja, hoffentlich halt dein Maul! Ich red grad mit den Leuten, Mann! So, geh in den ersten Stock auf, oder wärst du mit denen schon auf den Sack geht. Ich versteck mich einfach da herin. Was willst du tun? So. Wie immer habe ich Namenprobleme. Der Barrett war der uns das Schiff gegeben hat. Warum? Wir waren Minenarbeiter. Wir sind da auf dieses seltsame Artefakt gestoßen und wenn wir mir das ausgegruschelt haben und so weiter, ist mit uns etwas Besonderes passiert. Ja, was mit sonst noch keinem passiert ist. Und darum ist diese Constellation interessiert an uns und will mit uns diese Artefakte weiter sammeln. Und nach der ersten, ich nenne es mal, das war jetzt mal so die erste Etappe der Hauptquest, haben wir jetzt wahrscheinlich, schauen wir mal da einer, 3 gleichzeitig. Ja, das dachte ich mir schon. Das leere Nest, Rückkehr nach Vectera und ins Unbekannte. Das sind diese 3, was uns jetzt gerade erzählt hat. Das eine ist so eine Expedition, das andere ist der Barrett und von dem haben wir schon länger nichts mehr gehört. Da gehört jetzt einmal nachgeschaut, was da los ist. Sprengi sagt, Barrett ist eine schöne Mission, dann machen wir doch die als erstes. Da können wir uns jetzt entscheiden, was wir machen wollen. Reden wir mal mit ihr. Erst einmal, erzähl mir etwas über Barrett. Ja, um vielleicht wieder ein bisschen einig zum Kommen. Nochmal, das ist der uns am Anfang das Schiff gegeben hat, weil er gesehen hat, das war was super Besonderes. Flüge mal zur Constellation, also zu einer Vereinigung da und stell dir mal vor.
Der Franz ist quasi der Space Dragonborn geworden. Richtig, Sally. Sehr schön aufgepasst. Absolut korrekt. Er ist mit seinen Gedanken immer irgendwo. Aber er hat echt ein Talent dafür, zur falschen Zeit am richtigen Ort zu sein. Schade, dass er nicht gesehen hat, wie sich die Artefakte zusammenfügen. Aber wenn er es mal sieht, lässt ihn die Begeisterung sicher vergessen, dass er alles verpasst hat. Okay, also recht Faye. Wir unterhalten uns später. Recht Faye, war's nicht? Jetzt pass auf, ich soll mich so ein Auge einer im Orbit um Jefferson befindlichen Sternenstation. Rückkehr nach Vectera. Argos Extractor stellt die Betriebe auf Vector. Hat man von... okay, das ist die Quest. Rückkehr nach... Wie kann man die aktivieren? So. Argos Extractors stellt den Betrieb auf Vectera ein. Das ist unser Mining Corp, oder? Wo wir herkommen sind am Anfang. Allerdings hat man von Barrett nichts mehr gehört. Ich muss dorthin und herausfinden, was geschehen ist. Und genau das machen wir jetzt. Kurs festlegen. Ja, genau. Argos Extractor Mining Außenposten. Bereits erkundet. Da waren wir auch schon. Da düsen wir jetzt hin. So, Herr Quampeter! Selbstverständlich, es schaut an mir überhaupt nicht diese Story mal kurz. Seit deinem letzten Besuch ist es hier wohl bergab gegangen. Aber jetzt war. Argos will mit der Anlage hier offenbar nichts mehr zu tun haben. Okay, Anlage stillgelegt. Warum? Du bist zurück. Aha. Das ist aber eine tolle Begrüßung. Lynn. Wo ist Barrett? Oh nein, fang nicht damit an. Barrett reicht mir schon. Sein Papagei kann mir gestohlen bleiben. Als du weg warst, kamen noch mehr Piraten. Diesmal hatten wir nicht so viel Glück. Calvert, Troy und ein paar neue Dustys haben es nicht geschafft. Oh, tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich bin mir immer noch nicht so sicher. Ich glaube, der Franz, der ist außen hin extrovertiert. Das ist schon netter. Introvertiert, denkt er sich. Warum der zweite Angriff? Zu welchem Zweck? Wer weiß, worauf die Piraten aus waren. Rache? Beute? Vielleicht war es eine andere Crew und wir hatten bloß Pech. Wir hatten nach dem ersten Angriff evakuieren sollen. Tut mir leid, Len! Das wusste ich nicht. Wie auch. Du warst nicht hier. Jedenfalls steckte ich mit Barrett hinter ein paar Kisten fest. Mitten im Kugelhagel und Laserfeuer. Kein Grinsen mehr. Er wusste, was die Stunde geschlagen hat. Ich wollte mich in den Kampf stürzen. Doch er legte seine Hand auf meine Schulter und meinte... Bleib hier, Lynn. Ich mach das. Idiot. Dominik, merci für deinen Resub. Was schreibt er? Derry Birger, kleiner Tipp. In Englisch klingen die Charaktere besser. Weiß ich. Und die Lippensynchro passt im Englischen auch ganz gut. Danke für den unterhaltsamen Stream. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Ich bin ein bisschen gehuckt, muss ich da ganz ehrlich sagen. Macht gerade richtig Spaß. Ich hoffe, euch auch. Falls ja, Like nicht vergessen. Aber ihr habt letztes Mal 50-50 abgestimmt und ich kenn ein paar Timpfen da herin, die haben gar keinen Bock auf Englisch und Lesen, darum lasse ich es auf Deutsch. Offstream habe ich auch Englisch gespielt. Er wollte sich also opfern. Das klingt nicht gut. Ich wäre sofort weggerannt. Hallo, ich bin der Foodlab, Franz. Ich schieße in der hässliche Fresse. Nicht ganz. Barrett ist gefährlicher, als du denkst. Plötzlich sind 2 der Piraten tot und den dritten hat er im Schwitzkasten. Warte, Barrett ist ein krasser Motherfucker. Ihn mit sich, die Waffe am Kopf. Entweder wir reden oder die Schläfe dieses Typen macht Bekanntschaft mit dem dritten Newtonschen Gesetz. Und da kamen sie mit Helle an. Gleich. Mojo und Frauge. Wie lange habe ich ihn eigentlich schon nicht mehr gesehen? Eine fürchterliches. Hau dritt! Schön gegrüßt für uns 2 Idioten. Hoff, du hast einen schönen Urlaub gehabt und wir freuen sie auf deinen Kartoffeln. Ein 0 bei der Dono haben wir übersehen, was es ist. Schluss mit der Scheiße. Mojo Frauge! WB, Alter. Merci. Merci euch. Es lief so gut bis dahin. Hella ist einfach ein Pechvogel. Was ist dann passiert? Ich habe nicht alles mitgehört. Doch nach einer kleinen Ewigkeit hob Barrett die Hände hoch. Die Piraten haben sie beide verschleppt. Lass mich raten, ab in den nächsten Dungeon Light killen. Ich muss Barrett und Hella retten, Lynn. Du hast also tatenlos zugesehen. Der Boss des Jahres. Ein Kurier meinte, Argos wäre am Zusammenpacken. Warum wurde der Angriff verschwiegen? Du hast tatenlos zugesehen, der Boss des Jahres. Reiz mich nicht, Dusty. Ich kannte diese Leute.
Du warst höchstens zweimal hier. Das hat den Mal aber hier Außerdem reingeschossen. rannte ich, als sie wegflogen, sofort zur Com-Station. Wollte sie kontaktieren, doch der Computer ist im Eimer. Schießen so Selbst ist. wenn wir wüssten, wo sie sind. Ich habe diesmal viele Leute verloren, Dusty. Ich will nur noch weg. Warum nimmt man die immer Dusty? Repariere den Com-Computer. Ah, das ist also der springende Punkt. Okay, los geht's. Geh mir da rein. Muss ich da in die Bude rein? Oder wo muss ich da rein? Komm da rein? Nein, komm nicht. Dann kraxelt die am Haus da oben an. Was hab ich denn? Scheiß Boost. Achtung. Nochmal. Jawohl. Ist der drin, oder? Natürlich ist er drin. Klump geschissen. Das hört sich ein bisschen lustig an, als darf man hinter so einen Leisen, der so richtig geil stinkt, raushauen. Wo ist noch der Eingang? Hallo? Aber sie ist offen. Schnauze ist, die Tür ist offen. Haben jetzt auch immer noch Base herin, oder was? Du meinst noch jetzt den, ich kann nicht da. Credits! News. Was tut denn da so? Der Base herin? Warne dich. Ich warne dich. Und da immer ein Schalter. Wie reparieren wir das Ding jetzt? Was haben wir da? Aha! Energiezellen suchen. Lass mich raten, wir werden mal gleich Energiezellen suchen. Wo gehen wir da rein? Ach, ich muss mich eine hacken, oder was? Okay, machen wir so. Dann haben wir oben 3. Haben wir irgendwo 3? Ne. Haben wir wahrscheinlich den da. Haben wir irgendwo 2 nebeneinander? Ja. Das und das schaut eigentlich ganz gut aus. Haben wir die. Dann kommt der dahin. Und der voraussichtlich dahin. Machen wir so. Ja. Ja. Ja, ja. Hallo! Hashtag Hackcommon! Da, wunderbar. Mehr Hacken. Kommunikationscomputer. Der Computer hat keinen Strom. Nach Energiequelle, so Security-Datenspeicher herausziehen. Nach einer Energiequelle suchen. Du siehst im Nebenzimmer einige Ersatz-Powerbanks, die offenbar gewöhnliche Energiezellen verwenden. Ja, das habe ich schon gesehen. Repariere optional beschaffe 3 Energiezellen. Ja, wo soll. God save the Quest Markers. Und jetzt außerhalb von der Scheiße. Lass mich mal. Nein, warte mal. Machen wir jetzt davor. Okay, das ist einmal das, das ist einmal das. Und die 3 Stück sind natürlich wieder außerhalb. Muss ich jetzt wieder durch die scheiß Schleißen durch. Das ist richtig. Angeschissener Scheißschund. Mach auf jetzt das Ding. Okay, nein, da wird mir schlecht. So, jetzt müssen wir hoch. Das finde ich halt, das war halt irgendwie was cooler. So René, ich passe überhaupt nicht so wirklich auf die Umgebung auf, weil ich einfach bloß dumm zu dem Questmarker bin, wie wahrscheinlich die meisten. Und ein Laderoboter, der in einem Feuergefecht als Deckung diente. Auf eine Energiezellenprüfung, du ziehst eine einzelne Energiezelle raus. Das war jetzt einfach cool, wenn man das vielleicht irgendwo durch einen Dialog erfahren darf. Hey, schau mal draußen am Schrottplatz, da steht. Und dann vielleicht ein bisschen detaillierter beschrieben, damit du nicht dumm suchst. Da steht ein kaputter Roboter, da und da müssten noch welche drin sein. Und dann suche ich halt ohne. Versuch ruhig, diesen Computer zu reparieren. Ja, ich brauche eine Energiezelle, um den Com-Computer zu werden. Und der Quest-Ding sagt mir offensichtlich, du hast eine. Keine Ahnung, was das bringen soll. Die sind längst weg. Hier, falls du noch mehr brauchst, sieh dich einfach um. Hast du noch mehr Energiezellen? Wahrscheinlich nicht. Jetzt haben wir die zweite gekriegt und dann ist die letzte da drin. Ist da wieder irgendwo ein Schalter oder so? Ja, da. Oder, verhindert! Jetzt habe ich 3 Minuten versandt, weil ich mein 56 Monate starten haben müssen, weil mein Internet bei 480 vollkommen abgehackt ist. Es lebe das Mobilfunk. Ah, das ist bitter. Das ist bitter. Sehr bitter. Merci für den 5, Alter. Feuerwehr, du Vollfall. Was ist denn jetzt wieder? Jetzt gibt's wieder irgendwas umsonst, oder was? Feuerwehr, du Vollfall, die hab ich auch übersehen. Merci dir. Sind wieder da nach 4 Jahren und 500 Mitgliedschaft. Bist der Beste, bleib wie du bist. Wir feiern dich und Prost auf die vielen geilen Jahre mit dir. Nochmal Prost, Nachflug auf viele weitere Jahre. Also alles, was ich ausgelesen habe, auf viele, viele, viele weitere Jahre. Ich hoffe, es geht noch weiter. Ich nämlich auch. Feuerwehr, du Vollfall, merci.
von hinten, merci. Und Tammy, die habe ich auch übersehen. Welcome to the Squad, merci für deine Mitgliedschaft, neues Mitglied. Ab in den Chat habe die Ehre Tammy. Wenn ihr mitmacht, ist eine Kackfrisur. So, weiter geht's. Merci. Dankeschön, Kinders. Schluss jetzt. Jetzt muss ich schnell was testen. Ist das ein bisschen eine Karte? Nein, das ist immer die gleiche Karte. Okay. Schau mal ein bisschen um meine Hand. Gibt's da was zum Looten, Kinder? Gibt's da was zum Looten? Wo ist Scheiß auf Loot? Scheiß auf Loot. Na, da waren wir schon mehr drin. Und da im Röntgengerät, in der Medbench. Ah, nach Energiezellen suchen. So, haben wir alle Energiezellen. Jawohl. Gibt's da sonst noch irgendwas drin? Hätte sein können, dass wir was übersehen haben. Warum haben jetzt da 2 Questmarker? Das darf mich jetzt schon interessieren. Gibt's da sonst nichts drin? Das kann ich fast nicht glauben. Oh, Wichstier! Echt jetzt? Creme und Wichstier nebeneinander. Okay. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann man so machen. Okay. Lass gehen jetzt wieder durch die Schleisen durch. Zack, 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 zack. Der Foodlapper Franz, der ist ein Sprinter, muss man wissen. Oh, was wir auch mit da könnten, jetzt passen wir an. Oder wir noch gar nicht da haben. Ah, hoppala. Ja, Menüführung ist immer. Ich bin immer nur Level 7. Kann ich glauben. Haben wir den Skillpunkt gehabt mit den Level Up waren vorher? War wieder irgendwas anderes, keine Ahnung. Mojo! Frauke! Schluss damit! Mir geht's noch leicht. Schluss! Merci euch. Schluss jetzt. Ich muss jetzt da Energiezellen in diese Wandvaginas einschirmen. 1, 2, 3. Also, oder ein Drumschäber da, mein Freund. So, haben wir schon da. Starware. Notübertragung, Einträge für eintreffende Schiffe. Notübertragung. Wie sind wir in den Scheiß reingeraten? Sei mal still. Ich versuche den Grafsprungpunkt zu berechnen, bevor wir außer Reichweite sind. Außer Reichweite von was? Von dem Sensoren-Array auf Vectera. Ach, denk doch mal mit. Sobald wir aus dem Sternensystem sind, sinkt die Bandbreite von sofort auf quasi nie. Was hilft es denn, eine Nachricht darunter zu schicken? Willst du Lynn etwa sagen, wie übel es für uns aussieht? Sie hat ja nicht mal ein Schiff. Du unterschätzt, wie viele Bewunderer ich in der Galaxie habe, Heller. Irgendeiner davon wird schon auftauchen, um ein hübsches Gesicht wiederzusehen. Wir sind verloren. So richtig verloren. Ich hab's. Okay. Wer das auch findet, ich hänge die interstellaren Koordinaten an die Metadaten der Übertragung an. Rettet uns. Ich wiederhole. Rettet uns. Okay. Notübertragung. Gelesen. Einträge für eintreffende Schiffe. Ereignis 0, Constellation-Schiff im Anflug. Alarm, unbekanntes Schiff, Piraten. Das war wahrscheinlich, wenn wir mit mir unterwegs waren. Dann ist das zweite neu gekommen. Constellation-Schiff im Anflug. Das sind wir mir wahrscheinlich jetzt gerade. Ja, okay. Gut, wir haben Koordinaten gekriegt. Sag ich das richtig? Also müssen wir mit der Lynn schmerzen wahrscheinlich und dann werden wir da hindüsen. Schauen wir mal, was da so los ist. Dankeschön fürs... Du bist aber ganz schnell. Tschüssi! Dämliche Begleiter. Hey, Lynn! Lynn! Ja, aber gut. Was ist das? Ich hab gemeint, da war was Grünes. Ich hab gemeint, da ist was Grünes. Wo gehst du noch mal Hand? Bekommst du den Computer wieder zum Laufen? Ja, läuft er schon. Rennt wie eine frisch polierte 1. Habe ich eine Übertragung gefunden. Von Barrett. Was? Zeig mal her. Witzig. Okay, das war das schlimmste Loch, das ich jemals gesehen habe. Wiedersehen. Heller dagegen? Okay, ich schick dir die Koordinaten von der Übertragung. Du findest sie, okay? Sicher. Danke, Lynn. Ich wusste es. Sie liegen dir am Herzen, du Softie. Es stimmt. Ich will nicht, dass meine Leute zu Schaden kommen. Komisch. Nicht mal Barrett und Heller. Aber bitte, schenk mir jetzt keine Plüschtiere oder sowas. Finde sie einfach, okay? Ja, ich bin ja schon unterwegs. Hey, falls ihr je Hilfe braucht, bin ich gegenüber einer neuen Tätigkeit. Was? Ja, Frage, Lynn, du gehst fast mit. Hopp, hopp. So wärst du sie auf die rechte Maustaste drücken. Gut beschäftigt zu sein, Sprengstoff, Dusty. Außenpostenverwaltung. Wenn du eine kompetente Reisegefährtin brauchst, mein Vertrag bei Argos läuft aus und ein...
Du wärst die perfekte Reisebegleitung für mich. Komm doch mit. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Wie kannst du mir helfen? Wäre es für dich okay, für mich zu arbeiten? Bist du wirklich bereit, Argos zu verlassen? Die perfekte Reisebegleitung. Ja, los Ist geht's. okay für mich. Ich mache jede Arbeit. Sag mir nur, wo du mich Ja, brauchst. hockst dir da mal ins Schiff weiter. Das wurscht. Crew kann gelandeten Schiff überall zugewiesen werden. Aktuell keine Aufträge für Vorarbeiterin Lynn. Aber ich habe schon gesehen, das fällt mir auf, die hat ja jeder von den Begleitern so Perks. Und sie hat Außenpostenverwaltung 3 Sterne. Das klingt doch schon mal sehr vernünftig. Nicht zugewiesen. Crew kann gelandetem Schiff überall zugewiesen werden. Aber wie tun wir das? Wie kann ich jetzt dann... Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sarah Morgan ist auch nicht zugewiesen. Riesiger Fan ist auf dem Schiff. Jetzt warte mal. Wie funktioniert das? Wie funktioniert denn das? Mein Schiff ist voll. Achso, wo sehen ich, wie viele Slots mein Schiff hat? Mal auf Schiff. Also. Aber die geht ja nicht verloren, oder? Wenn ich jetzt keine Aufgabe nicht gebe. So. Okay, ich mach mich an die Arbeit. Wir reden später. Die ist ja nicht fort dann. Reise nach Andarfon. Also cool ausschauen tut schon. So, wenn ich da so hinter schaue. Achtung! Ich habe die Koordinaten, die mich zum Schiff der Piraten führen dürften, die Barrett und Heller gefangen genommen haben. Ja, los geht's. Kurs festlegen. Kurs festlegen nach Andrafon. Jawohl. Wo ist Andrafon? Andrafon ist da. Dein Schiff ist jederzeit im Crew-Menü zu ändern. Ich habe keine Ahnung, wo das Crew-Menü ist. Und at this point, I'm too afraid to ask. Irgendwie ist es mir wurscht. Sag ich dir, wie es ist. So, wieso bin ich da jetzt nicht direkt hingekommen? Warte mal. Mal so, ziviler Außenposten, abgestürztes Schiff. Ja, da mag ich hin. Landeziel festlegen. Landen. Okay. Im Schiffmenü natürlich. And another point. Mit Zwischensequenz. Bin ich aber mal gespannt. Schauen wir mal ein wenig umeinander. Mittlerweile glaube ich, kann ich dir übrigens auch sagen, warum das so ist. Du kannst mit deinem Schiff da auf dem Planeten nicht umeinander fliegen, weil es wahrscheinlich zu viel Arbeit gewesen wäre, die richtige Kollisionsabfrage auf die Planeten zu machen. Dann fliegst du nämlich in die Stadt ein, wie sie den Star Citizen nahe ist und fliegst irgendwo umeinander, bis die zerreißt. Und nur Blödsinn rauskommt und ein totales Bugfest rauskommt wahrscheinlich. So, und hier, verlassen. Los geht's, suchen wir die anderen 2 Zipfeln. Hallo. Hallo. Schauen wir mal auf die Karten. Machen wir da. Ja, abgestürztes Schiff und dann gibt es noch ein paar so Außenposten, die könnten wir uns vielleicht auch noch anschauen. Schauen wir mal. Aber gehen wir. So. Ah! Was? Extrem Solare, was? Irgendwas war da jetzt Extrem Solar. Keine Ahnung! Scheiße, der kaputte Helm, ja! Longleg-Schuhe! Habe die Ehre, Zocker und Visage neben deinem Livestream und jetzt meine Frage. Wie viele Unterhosen hast du bei den ersten 15 Minuten braucht? Weil bei mir gingen es oft aus. Du weißt nicht, kannst du meinen Stream anschauen von vor 5 Jahren und weißt ungefähr, wie viel das ich braucht habe. Ja, mehrfach immer Familienpakete. Möglicherweise. Irgendwann habe ich es dann auch generell ausgezogen und habe ohne Hosen gespielt. Und habe eine Zeitung untergelegt. Das ist mein Pro-Tipp an die. Schauen wir mal, was es da so gibt. Oh, da ist halt. Oh, da schaut mal diese Behörde, dass man schon springen kann. Oh, Wahnsinn. Was haben wir da? Da haben wir Eisen. Wenn sie jetzt das Ressourcenabbauen anfangen, leg mir am Arsch. Los geht's. Zu dem Ding müssen wir hin. Da haben wir Knarre raus. Oh, Wahnsinn. Da haben wir immer noch kein Moon nicht. Da haben wir auch nicht mehr so viel Moon, leider Gottes. Wenn es funktioniert nicht ganz, laden wir die Schrotflinten nach, weil da mit Sicherheit gibt es jetzt sogar wieder Vollkasur. Da haben wir auch bloß noch. Ja, nehmen wir die. Das ist gut. Schauen wir mal. Haben wir da Feinde? Ich sag da keine Feinde. Wahrscheinlich müssen wir ins Raumschiff rein. Abgestürztes Schiff. So, da ist was. Wer ist das? Lebst du? Wer bist du? Der Heller! Oh, hey, du bist es. Ja, sicher! Ich dachte schon, irgendein Pirat will mir den Rest geben. Ich Glückspilz. Ich hab Medizin geskillt. Du stehst zwar schwer unter Schmerzmitteln, aber ansonsten wirkst du erstaunlich gesund. Du meinst, wenn man sich das Wrack anguckt? Tja, das Schlimmste hast du verpasst. Bin mir ziemlich sicher, dass wir alle Notfallmedikamente genommen haben.
Weißt du, was mir durch den Kopf ging, als ich dich auf Vectera auf die Medbench legte? Heilige Scheiße, ich habe jemandem das Leben gerettet. Hab mich seltsam stolz gefühlt. Also, dann sind wir jetzt wohl quitt. Ja, okay. Als man uns auf das Piratenschiff schleppte, hatte ich Todesangst. Barrett so... Sorry, Bruder. Ich hol uns hier raus. Vertrau mir. Ja, und ich so... Das erklärt nicht den Absturz. Vertrau mir, sag ich immer, wenn man mir nicht trauen sollte. Ja, so langsam kapiere ich das. Ja. Er wollte, dass wir einen Kampf anzetteln, damit die Piraten denken, sie müssen eingreifen, bevor einer von uns stirbt. Er brüllte, der Junge ist ein Killer. Wie soll ich mich gegen diese Zähne zur Wehr setzen? Der beißt mir das Gesicht ab. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Seltsame Aber Geschichte. sie kamen tatsächlich. Dann ging das Handgemenge los und Barrett griff nach einer ihrer Waffen. Und er hat jemanden erschossen, den er nicht hätte erschießen dürfen. Und er hat auf etwas geschossen, auf das er nicht hätte schießen dürfen. Das glaube ich... Hoppala! Plasmatank! Bumm! Bingo! Er schoss den Piloten in den Rücken und direkt in die Flugsteuerung. Super! Wir stürzten wie ein Stein aus dem Orbit. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, grinste er mich an, als wäre nichts gewesen. Ja, aber wo ist er? Du hast die Party verpennt, Heller. Da rette ich dir mal den Hintern. So schlecht kannst du nicht gegen, oder mal? Du bekommst es nicht mal mit. Dann macht er diese Schussgeste mit dem Zeigefinger. Aber Barrett ist nicht hier, ich muss ihn finden. Kommt zum Schluss, Heller! Er hat den Absturz wirklich ohne einen Kratzer überstanden. Oh, stimmt. Damit hätte ich anfangen sollen. Die Schmerzmittel vernebeln alles. Zum Glück tauchte dann ein Schiff auf. Doch dann sah ich, dass es zur Crimson Fleet gehört. Und dann Nur mehr Piu Piu. meinte Barrett, ist schon in Ordnung. Ich krieg das hin. Er murmelte ihnen etwas zu. Dann waren sie weg. Gibt's eigentlich irgendwelche anderen Gegner als die scheiß Crimson Fleet in dem Spiel? In der Kürze liegt die Würze, die Piraten haben Barrett. Genau. Reg dich darüber auf. Schließlich liege ich hier halb bewusstlos rum und falle dir zur Last. Ja? Vor ihrem Grabsprung empfing ich ein Signal. Muss Barrett gewesen sein. Ich konnte es mir noch nicht anhören. Hier. Hey, ich Franz sollte sitzt wieder so mitkommen, davor. Sonst bist du ganz alleine. Bring mich nicht auf die Füße, warte noch, ich hol dich später ab. Solltest du nicht zurück zu Argos? Ja, Hauptsache, ich muss erstmal kein schweres Gerät bedienen. Gib mir eine Sekunde. Das Schlimmste sollte... Ja, das wird schon. Wird schon. Jetzt kann ich wieder Sprüche reißen. Gib Bescheid, wenn du los willst. Ja! Checkoff, optional, rekrutiere Heller als Crew. Ja, Fralle! Mehr Crewmitglieder! Da, hergehst, da, bleib stehen! Hast du immer noch Platz für mich auf deinem Schiff? Ich muss von diesem Felsen runter. Sicher! Ja, auf alle, kommst mit! Da bin ich aber erleichtert. Ich dachte kurz, du lässt... Es ist die Frage... Wer schon passen? Was kann der? Weil, ganz ehrlich, der riesige Fan, was du mir mal kannst, der riesige Fan ist ein Riesentrottel. R. Ein riesiger Fan von Frontier abziehen, bestätigen. Wo haben wir jetzt? Nein, das ist der Vasco. Das ist der Roboter, der ist am Schiff. Der kann eine Fusion, Schildsysteme und EM-Waffensysteme. Den kann man durchaus auf dem Schiff brauchen. Wo ist der Heller? Was kann der so? Geologie und Außenpostentechnik. Der Kerl hat eigentlich auch irgendwo am Außenposten zugewiesen. Aber, weißt du was? Ich nehme mal... Warte mal, haben wir irgendjemanden, der irgendwas mit dem Schiff da kann, so? Sie geht ja mit mir mit, die Sarah Morgan.
Ansonsten ist es auch total wurscht. Ja, du ein heller aufs Schiff ist eh wurscht da. So, passt schon. Weißes Skills ist kreativ in aktuelle Position. Danke, dass du mich mitnimmst. Verstanden. Rückkehr nach Vectera. Höre die Notübertragung 02 an. Ja, bevor ich mehr in das Schiff rein, gibt's da was zum Looten? Das ist alles, was mich interessiert. Wo ist denn der Eingang? Oh, warte mal, was da raucht's raus. Warte mal, da wird man nicht mehr reinkommen, nehme ich an. Nein, kommt man nicht. Okay. Was ist denn das da hinten alles? Mal lassen wir mal luren. Abgestürztes Schiff? Nein. Brauchen wir alles nicht. Wir haben ja gesagt, höre die Notübertragung 2 an. Das kriegen wir hin. Müssen wir aber ins Inventar rein. Warte. Inventar. Wahrscheinlich unter Notizen nehme ich an. Notübertragung Nummer 2. Du hast der Fleet jede Menge Ärger bereitet, Barrett. Oh. Hey, seit wann ist es denn Ärger bereiten, wenn man sich einfach nur gegen Angriffe wehrt? Da hat er recht. Hey, Pilot, kannst du deinen Arm ein bisschen nach links tun? Ich sehe die Instrumente nicht. Nicht bewegen. Er will unser Ziel herausfinden. Wahrscheinlich überträgt er gerade die Unterhaltung, während wir noch im Orbit sind. Ah ja, ich dachte, das wäre recht offensichtlich. Der Barrett ist eigentlich... Okay. Weg mit der Waffe. Ich bin fertig, siehst du? Meine Netzhäute sind nicht auf die Konsole gerichtet, sondern auf die tolle Sicht ins All. Fesselt ihn. Auf der Basis amüsieren wir uns dann. Okay. Das heißt, was lese ich da jetzt aus? Reise nach Bessel 3. Woher wissen wir jetzt anhand dieser Übertragung, wo Bessel 3 ist? Das würde mich jetzt aber schon ganz stark interessieren. Alles klar, Bessel 3, Kurs festlegen. Oh, das ist im nächsten Sternensystem. Das kostet Treibstoff 120. Ja gut, da müssen wir springen. Der Crew-Position ein. Tja, das ist mal interessant. Schatz. So flieg ich durch das unendliche tiefe Schwarz. Mein Schiff ist verschlissen, ich bin ganz allein. Doch mein guter alter Antrieb bringt mich sicher heim. Auf, flieg durch die Leere. Auf, flieg durch das All. Auf, bring mich heim zu meinem Liebling. Viel schneller noch als der Schall. Was bitte? Hat das jetzt einer von uns gesungen, oder? Was ist denn das da? Was ist das? Schubdüsen noch. Was ist das? Sag mal da hier, was ist das? Entschuldigung, das war ein bisschen... Oh. Valentine, Stufe 10. Was tue ich da damit? Was ist das? Was kann das? Ich verstehe es nicht. Kann ich irgendwas tun damit? Wieso kann ich das nicht andocken? Irgendwo da ist noch was. Warte mal. Oh, was habe ich jetzt da? Das wollte ich nicht. Keine Ahnung, was das soll. Geblutete Forschungsposten landen. Verstehe ich nicht. Was ist das? Was? Anvisieren ohne Scanner. Ich habe beides gemacht. Mit Scanner und ohne Scanner. Hab nicht, keine Ahnung. Ist mir wurscht. Abheben, verlassen. Ich bin nicht gekommen, um zu denken, sondern zu lenken. Wo müssen wir überhaupt hin? 90 Meter da, 4. Leid mir einfach. Oh Mann, das Besi. Nein, da ist schon wieder irgendein komischer Atom. Was hab ich da? Ich hab die ganze Zeit auch Krankheiten. Schau mal so, Gesundheit, Status. Extreme Umgebungskälte. Achtung, Anzugschutz aufgebraucht. Extreme solare Strahlung. Achtung, Anzugschutz aufgebraucht. Was heißt das? Ach, für die sind diese Resistenzen da. Jetzt versteh ich's. Naja, werden wir schon nicht sterben. Geplünderter Forschungsposten. Schau mal. Alter, was ist? Schießt man jetzt mir ordentlich in die Fresse. So schaut's aus. Dass ich mit denen nicht da lange mal ran tue, oder was? Ja, was ein Dreck. Oh, da haben wir jetzt aber viel Leute triggert. Wie viele Leute haben wir jetzt da triggert? Geh weg. Wen haben wir denn da drin?
Einen nach dem anderen. Wird weg da. Ich bin erledigt. Ja, also schon ein paar Mal gehört heute mit dem Maul jetzt. Du, ich weiß nicht, ob unsere Instrumente dieser Kälte lange ausgesetzt sein dürfen. Aber schon sehr finster da, gell? Kopfbedeckung, Oder die Waldfing. Du, das schreckt. Gut mal. Sehen Scheißdreck. Ich sehen Scheißdreck. Dreck. Oh, jetzt haben wir wieder einen Malström-Mund. Gut für uns. Was für Geschütz, Alter! Wenn das Geschütz so enorm hergetroffen, ein bisschen besucht. Oh, mal so. Sehr schön. Oh, mit. Ich bin ein bisschen. Was schießt auf mich? Ich weiß nicht genau, was von da oben. Oder der ist Level 16, bist du besoffen? Okay, jetzt müssen wir. Okay, auf wen schießt denn du? Ist da wer? Oder? Scharfschützengewehr oder irgend sowas war mir cool. Weltraumexperte modifiziert. Der Lagos, der Erik, ich weiß nicht, was das ist, aber ich nehme mir den ganzen Scheiß. Au, was? Au, was? Ja, Meister, Alter. Ja, pff. Da, der Dreiviertelstunde ist der hieß da oben. Oh, so. Schwerlosdraht, reaktives Messgerät. Alter, der Mist, ich muss doch da irgendwie aufgeben, das gibt's ja nicht. Oh, wir haben da Computer. Und sperren Lehrling. Ja, wir haben alle Zeit der Welt. Freilich haben wir damit ein wenig umeinander. Das ist ja klar. Und jetzt passen wir Obacht. Ja, das schaut schon ein wenig komplizierter aus, da das Ding. Ja. Weiß nicht, Digi. Diesen hier. Na. Fuck, hab ich's jetzt verkackt? Hab ich's jetzt verkackt, Kinder? So vielleicht? Und so. Absoluter Hackerman! Geschützsteuerung! Oh. Das hätte mir mal etwa früher sagen müssen, dass man die verdammten Geschütztürme hacken kann. Freund-Feinderkennung aktualisieren. Hinweis! Vor Anpassung der Freund-Feinderkennung für autonome Waffensysteme bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Aktuelle FFW-Einstellung Standard. Freund-Feinderkennung Kampf weiß nicht, was das bedeutet. Freund-Feinderkennung einstellen. FFW eingestellt auf aktuellen Nutzer schützen. Ich bin der aktuelle Nutzer. Hat das jetzt funktioniert? Ja, nice! Hoffentlich gibt es mehr wie ein Geschütz, das ich kaputt gemacht habe. Oh, da hat ich bei irgendeinem Laserpointer am Dings dran. Jetzt gehen wir mir mal. Ja, gehen wir mit oben, Maulhalten, stirben wir da oben jetzt da. Ja, passt. Da hinten haben wir noch einen. Ich glaube, ich habe das einzige Geschütz, das wieder gegeben hat, habe ich wieder kaputt gemacht, oder? Wollek, das ist einfach da oben gefallen. Modifiziert Grendel, Piraten, Helden, Piraten, Scharfschütze, nehmen wir mal mit. Tau, Regelwiderstand, was auch immer das ist. Wir müssen zu dem Typen da oben aufwehen. Was ist da? Du glaubst, nein, müsst ihr schon mehr aussehen. Erst machen wir draußen alle fertig. Read the fucking man! Wo? Da oben ist er. Ja, habt ihr schon erwischt. Da müssen noch mehr sein. Jetzt laden wir noch. Au. Nerv mich nicht. Es wäre damit toll, wenn der Trottel da oben runterkommt. Du bringst mich überhaupt nicht um. Sagt er, ich komm jetzt da auf und dann hau ich dann aufs Maul, so schaut's aus. Hast du was Tolles? Verzinkt, kalibriert, Helm, nice, Credits!
Digi-Dietrich, schallgedämpfte Meldström, da schau hin. Den nehmen wir natürlich mit Handkuss. Was gibt's da sonst da herum? Schrotflintenpatronen, 180.000, jawohl, fette Oh, schau dir das an. Schau dir das an. Ein Haufen Credits, Anzug, Navigar, Infernomine, Toxine. Haben wir sonst noch was Tolles? Ist jetzt da noch irgend so ein Klappspaten? Ich seh schon irgendwas raus. Ich seh noch was raus. Aber bis dahin haben wir keine mehr. Einstellung auf draufhalten stehen. Shit, da halt die selber drauf. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir noch mal schnell die haben wir was Neues gefunden? Antiballistik. Oh, der hat einen Haufen Resistenzen, das ist gut, den ziehen wir an. Der ist gut. Schauen wir mal bei den Waffen. Malström, Distanz ist da weniger, schallgedämpft, schön und gut. Größeres Magazin. Weltraumexperte. Nein. So, das ist, passt all. Halt, stopp! Da stoppt einen Helm, schauen wir noch schnell. Gib mir einen Helm. Haben wir da oh, besser ein Helm. Fucking finally. Fucking finally. Piratenhelm, weg mit dem Schund. Weg mit dem Schund. Weg mit dem Schund. Anzug. Haben wir einen neuen. Schauen wir schon stabiler aus. Wunderbar. Sehr gut. Da. Noch einen Scheiß schmeißen wir weg, bevor ich ihn verkaufe. Keine Zeit für so einen Mist. Einen Meldstrom haben wir auch nicht, aber unendlich viel Munition. Muss ich ganz ehrlich sagen. Den einen Gegner, den kann man jetzt da mal schnell suchen. Wir werden der wieder umeinander gurken. Was ist denn da? Was ist das? Stofftier. Die müssen wir der Linden mitnehmen. Okay. Verdammt, ich bräuchte das Geld. Was für Geld? Wo ist denn der? Machen wir die Bude auf. Ah, da schau hin. Hackerman! Ja, das ist recht obvious, muss ich sagen. Und die zwei. Ja, das. Ja, wobei. Na, das probieren wir jetzt einfach. Ich hätte der Digi-Dietrich verloren, das ist mir wurscht. Machen wir so und so. Dann machen wir diesen hier und. Ich glaube, wir haben verkackt. Ich glaube, na, vielleicht aber auch nicht. Oder wir machen mit diesen hier. So. Easy! Hackerman! Was ist mit dir? Alles okay. Da mit Pumpkin! Gott sei Dank, du sollst nicht Mio schauen, oder neben dir steht der Gegner, aber sag's keinem. Also der ist schon tot, okay. Haben wir noch einen Helm, Flottenmanöver, Müsli. Rettungsaxt, können wir alles nicht brauchen. Was ist das? Safe! Oh. Ah, das ist schwierig. Schade. Da hat mich jetzt interessieren, was in so einem Expertengeschlecht dann drin ist. Was ist das? Chemikalienschutzanzug? Oh, schau hier, da warten sogar Resistenzen auf alle 4 drauf, aber gut. Gehen wir schon zurecht. Aber was ist denn das da? Ist das Stuhl hinsetzen? Was gibt's denn da sonst da drin? Hab doch da jetzt nicht umsonst aufgebaut, oder? Was liegt denn da schon wieder vor mir? Ja, ein paar Credits. Außenpostenschlüssel. Den nehmen wir mal mit. Who knows, für was der gut ist? Who knows? Ist der Chat eigentlich kaputt oder schreibt seit 18 Minuten einfach keiner mehr was? Hallo, ist da noch irgendjemand da? Hallo? Ja, aufgemacht. Das ist ein Rubik's Cube. Magnetenscheiß, was ist das da? Formelle Kleidung. Braucht das kein Mensch. Geh weg. Wir schauen gespannt zu. Okay. Ja gut. Jetzt schauen wir noch mal da auf die Plattform auf. Ob da noch was zum Looten ist. Nein. Geht mir eigentlich auch hauptsächlich um Munition und vielleicht ein paar einzelne Waffen, aber sonst. Malstreben, nachladen. Alle noch wach, wunderbar. So, jetzt müssen wir die Crimson Fleet Außenposten. Lass mich raten, da drin gibt's wieder Schlägerei. Verzaubert von meinem Gameplay. Das ist interessant. Hoppala, nein, das wollten wir nicht. Das wollten wir. Ich glaube, im Universum ist nichts garantiert. Reist man weit genug, werden selbst die physikalischen Gesetze relativ. Soll das wieder ein Scherz sein? Was ist das Verrückteste, was du je gesehen hast? Nur die Wahrheit, bitte. Okay. Mal überlegen. Ein Einhorn. Kein Witz. Die Märchenstute mit dem magischen Horn? Ach was. Saß König Artus im Sattel? Erst Es war eher ein extremophiles Wesen, das aussah wie ein Pferd. Da
Draußen sollte man eben mit allem Die rechnen. kann besser sein wie unser, mit dem wir haben. Salz sollte man mit allem rechnen. Sonst schmilzt einem das Hirn. Ist mir jetzt aber gerade wurscht. Da ist ein Haufen Loot hier drin. Das heißt, normalerweise habe ich nichts gehört. Wir haben schon lange nicht mehr gespeichert übrigens. Da erinnert mich wieder keiner dran. Sag, grüß Gott beieinander, was ist jetzt da los? Wieso fängt da keiner das Ballern an? Das irritiert mich ein wenig. Himmel. Ihr habt mich gefunden. Du schaust aber... Ich wünschte, ich könnte sagen, dass das mit Barrett das erste Mal war. Aber das ist es nicht. Hey, das entwickelt sich ja zu einer richtigen Party. Ich hätte was zu trinken mitbringen sollen. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Ich bring dich nach Hause, Barrett. So ist es. Frag nicht, warum. Du verstehst dich mit dem Piraten? Diese Frage stelle ich doch gleich mal. Matsura und ich haben so einiges gemeinsam. Ach, die kennen sie, oder was? Wir sind beide Fluchtkünstler. Systef hat mich schon oft gefangen genommen. Genau das meine ich. Relativität. Jedes Wesen im Universum ist auf der Flucht vor etwas. Eigentlich ist es hier ganz Bring dich nett. nach Hause, Barrett. Der miese Matsura ist ein guter Gastgeber. Warum sollten die letzten Momente keine angenehmen sein? Das mag ich an dir, Matsura. Du bist ein echter Alleskönner. War schön mit dir, Barrett. Aber ich kann dich nicht einfach so gehen lassen. Ist die Constellation bereit, für die Freiheit dieses Mannes zu zahlen? Tja, die haben eine Versicherung für seine Sachen. Da brauche ich jetzt nicht das Risiko eingehen, dass wir diese Überzeugenmechanik einmal benutzen. Hat Barrett nicht genug gelitten? Lass ihn einfach gehen. 4000 Credits kriegt er niemals von mir. Sarah Morgan, genau für dieses Problem haben wir eine Versicherung. Oder wir kann man so greifen. Wir haben es mir ausnahmsweise nicht angreifen. Sarah Morgan, hey, bloß mal Versicherung zahlen. Für was? Genau für dieses Problem haben wir eine Versicherung. Heißt das, du bezahlst, Lady... Namen sind nicht nötig. Hier ist dein Geld. Und es wäre super, wenn du dafür sorgen könntest, dass die Crimson Fleet Barrett in Ruhe lässt. Damit wäre eingedient. Gute Idee. Aber das hängt auch von ihm ab. Versuch es einfach bei den richtigen Leuten damit. In Ordnung. Macht's gut zusammen. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns, Matsura. Obwohl... hoffentlich lieber nicht. Hoffentlich. Und jetzt wieder back to the Loge. Versteht jetzt aber nicht ganz. Gibt's dort zum Looten? Ich schwöre bei der nächsten... Ich hab dir nichts zu sagen. Weiß nicht, aber den hier einen Loot hätte jetzt halt irgendwie schon gern gehabt, muss ich sagen. Ein Medipack klaue ich aber schon noch hier Spackos. Und den Scheiß auch. Und irgendwas, was es sonst nirgendwo gibt, auch. Gibt's da sonst nichts? Gibt's da sonst nichts? Oder da kann man noch raufgehen? Ja, jetzt warte mal, da kann man schon noch... Kann man noch nicht herkommen? Da ist noch ein Kistel. Credits, für die hat es auch nicht rentiert. Aber da! Kalibrierter Helm, 2800 Credits, Inferno-Mine und Metabolikum, was auch immer das ist, wir nehmen es einmal mit. Ja, easy, Alter! Aber schau her, wenn man sich einmal konstant an die Hauptquest hält, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist doch das ganz... Was sag ich mal ganz ernst? Und jetzt F5 und ballern. Boah, lecker, es ist 3 Minuten vor 10, Alter. Du kannst du mir mit gern haben. Sei froh, dass der Punkt... Zum Glück wird das nicht Wir leben die Körper einander. Hab gerade erst angefangen. Autsch! Dann mal weiter. John, mal bei... Hat jetzt das irgendwas ausgelöst? Wir haben einfach alle geschossen. Hasst mir die jetzt nicht, oder? Oder wie läuft das jetzt hier?
Winky Boy, hauen Sie rein. Gute Nacht, sag ich dir. War jetzt das irgendwie schlecht oder ist es einfach wurscht? Redst du mit dem Barrett und fragst nicht, das ist ein guter Punkt, ja. Warte mal. Tja, es macht schon Sinn, dass du meinen Entführer kalt gemacht hast, der sicher viele Leute auf dem Gewissen hatte. Aber... Was aber? Was war alles denn ein großer Spaß für dich? Wusstest du, dass ich bei der Constellation landen würde? Darf ich dich was Persönliches fragen? Wer war dieser Pirat eigentlich? Der Mise Matsura? Ziemlich netter Kerl für einen Piraten. Ich sag das, ich hätte es nicht da, wenn ich es jetzt nicht im Chat gelesen hätte. Ich glaube, offstream hätte es nicht da. So seltsam zuvorkommt. Hey, vergiss nicht, dass ich gerade so den Kopf aus der Schlinge gezogen habe. Ein bisschen Charme kann einem das Leben retten. Das tun wir jetzt nicht nochmal. Vor allem der Loot. Vor allem der Loot war es nicht wert. Was ist Schnellladen? F9. Ja. Schnellladen, das tun wir nicht. Nein! Nein! Schluss aus! Nix. Wir gehen. Wir schauen uns das noch in der Loge an. Jetzt gehen wir da mal noch schnell raus. Weißt du, wir könnten einfach schnell reisen, aber ich möchte noch gern irgendeine Kleinigkeit mehr ich noch machen. Nur ein toter Pirat ist ein guter Pirat. Irgendwo, was ist denn jetzt wieder? Ach, die Umgebung ist wieder sehr unfreundlich, ja. Schauen wir mal, Oberflächenkarte, ja. Ist da in der Nähe noch irgendwas? Gehen wir da noch hin? Da gehen wir noch hin. Oder? Da wuseln wir noch schnell hin und schauen wir uns den Außenposten an, den machen wir. Die Crimson Fleet lässt In selten welche etwas Richtung müssen wir? Wertvolles zurück. In diese Richtung da. Muss ich jetzt da 820 Kilometer aus, dann da komme ich da irgendwo... Ja, da können wir Treppen auf. Was tut denn da so? Und das? Weiß ich nicht. Auf zu. In welche Richtung müssen wir? In diese Richtung. Oh, da hinten. Das ist halt ein wenig komisch so. Da haben diese random Außenposten, so wie man es auch von Fallout und von Skyrim kennt. Wenn du da so durch die Stadt laufst und so, und auf einmal siehst du halt auf... In Skyrim und Fallout war es noch ein bisschen anders, da hast du einen Kompass und dann siehst du irgendwo in der Entfernung so ein... Was soll ich sagen? Eine unentdeckte Ortschaft, einen POI. Und da rennst halt wirklich über einen blanken Planeten. Da ist nix. Da sind keine Viecher. Da ist keine Vegetation. Da ist kein gut, ist halt auch ein Planet, das ist mir schon klar irgendwo. Aber Bethesda, dann mach halt den Weg halb so lang. Ich laufe jetzt einfach nur dumm dahinter. Und hab sonst nichts zu tun. Am Scanner nichts. Keine Pflanzen, das ist irgendwie... Du kannst zwar sprinten, bis der CO2-Balken rot komplett voll ist. Ich sprint ja eh. Ich brich das Pfeil nicht selber ab. Wenn, dann macht er das selber. Jetzt wird der Balken wieder rot. Das seht ihr nicht, das seht ihr da hinter mir. Das ist aber auch nicht so wichtig. Schwupps, da sind keine Viecher. Schwupps kommt der Alien vom Eckvierer. Ja, auf sowas darf ich ja die ganze Zeit warten, dass halt da Aliens umeinander wuseln und so. Aber bis jetzt haben wir immer nur den gleichen Gegnertypen gehabt. Ja, diese Crimson Dudes halt. Übrigens auch in jedem Außenposten an diese Crimson Typen und auch in die Nebenquests, wenn es zum Schießen gekommen ist, war es immer diese Crimson Fleet, also immer die gleichen Gegnertypen mit Schusswaffen halt. Das ist ein wenig zirkert, so. Ich meine, lass halt irgendwas passieren da, keine Ahnung. Was sind nicht dumme... Ja, weißt du, dann nochmal so weit. Pff, wer rennt denn bis dahinter? Warum soll ich denn das da irgendwie? Ich versteh's nicht so ganz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nur mal wieder ein bisschen laufen. Mein O2 ist leer. Der neue Walking Simulator. Ja, bis halt schon. Also auf so einen barren Planeten, wo halt einfach... Da ist fucking nothing! Nix Interessantes, nix passiert irgendwie dazwischen. So, keine Ahnung. Das hat Fallout und Skyrim einfach irgendwie besser hingebracht. Und da, lass mich raten, da sehe ich doch schon wieder einen Steh, oder? Ja, das ist wieder irgendein Piratenbrigant. Den schießt mir jetzt einfach in die Fresse, keine Ahnung. Gut, was anderes habe ich jetzt da auf so einem Außenposten aber auch nicht erwartet, das ist schon in Ordnung. Verlassenes Biotiklabor. Da waren wir schon einmal. Da machen wir mal so, dass das Ding zerreißt. Der Typ brennt natürlich. Was ist mit dir? Hilfe!
glaube nicht, dass ich Hilfe hole. Ich glaube, dass du stirbst, du Trottel. Haben wir jetzt der Rest schon wieder mitgekriegt, oder? Ja, ja, was, wo? Haben wir jetzt da jemand gehauen? Lass mich erst einmal noch. Irgendwo habe ich da was links sehen, kalibriert, Grendel braucht das gesagt, aber das kann man brauchen, das kann man brauchen. Ja, voll rein ins Kehrblech, was möchtest du denn da sonst? Medipack, Antibiotika, Credits. Machen wir da auf. Oh oh. Noch ein. Sofort! Tschüss! To the moon! Wo ist jetzt der hier, der Kasperl? Die gehört zu mir. Da haben wir was. Da, oh, da ist wieder so ein komisches Dingsturm, aber einen Computer muss ich finden dazu, oder? Oh! Er hat ein Jagdgewehr! Ja, tu mir her, das Ding. Wir haben ein Jagdgewehr gefunden. Ist es ein Scharfschützengewehr? Fucking finally? Okay, den mal auf die Nummer 6. Dann machen wir doch gleich mal so. Schauen wir, was das kann. Ja, das Ding. Ich sehe überhaupt nichts. Na. Gegner, wo? Da ist ein Gegner, haben wir schon gesehen. Jetzt läuft wieder. Hörst du auf da oben? Hörst du auf? Oh, ich habe gar keine Munition dafür. Na gut. Ich sehe nicht! Hat's die schon, Hundsgrippe. Oh, Legendary haben wir auch noch gehabt, ganz gut. Haben wir noch irgendwo einen Gegner? Da hinten muss noch ein Gegner anwuseln, ich seh's genau. Wo soll der sein? Da drin oder was? In der Luftschleisen. Bist du da drin? Hallo? Entschuldigung, sind Sie ja tatsächlich Ich sehe nichts! So nicht. Mal, was da so drin ist. Schwerterdraht, Dichtmittel. Ich hab keine Ahnung, aber die Scheiße da brauchen kann. Credits nehme ich natürlich. Overall, isotopisches Kühlmittel nehmen wir mit. Medipack nehmen wir mit. Oh, Medipack kann man auch mal nehmen, merke ich gerade. Ja, der Teufel ist jetzt da nicht drin, aber das passt schon. Brauchst du was? Du musst los. Hä? Ich wollte die Tür aufmachen! An die VSS habe ich auch denken müssen, Mr. Survival 7. Die Frage ist nun, wo geht's da rein? Da irgendwo? Oder springen wir mal auf? Oh, was passiert da? Kommt man da irgendwie auf? So weit kommt man wahrscheinlich nicht auf. Naja, suchen wir mal ein. Oh, da ist noch was. Hier drüben! Alter, was ist mit dir? Du spinnst du oder was? Das war aber nicht der. Die verstecken sie? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also, dass die irgendwie sie in irgendeinem Loch drin verstecken. Haben wir noch Kiste, Lösungsmittel. In den grün markierten Kisten ist auch nicht immer irgendwas Brauchbares drin. Man, natürlich, das Material kann man mit Sicherheit brauchen, aber jetzt schauen wir mal. Mal alles nachladen. Bin ich überladen? Kann das sein? Warte mal. Tatsächlich sind wir mir überladen. Müssen wir was wegwerfen? Schund, Schmutz, Anzüge. Haben wir da was Besseres gefunden? Ja, tatsächlich. Nehmen wir den. Schmutz. Alles Schmutz. Das haben wir da so modifiziert. Dann den können wir in... Das ist die bessere Schalldämpfer Maelstrom, können wir nicht brauchen. Wert. Scheiß doch auf den Scheißmist. Können wir auch nicht brauchen. Weg mit dem Schund, da ist zwar nicht brauchen. Modifizierte Grendel. Weg. So, und schon haben wir wieder Platz. Schon ist wieder Platz. Und jetzt komme ich da rein und schieße ich alle über den Haufen. Schwerlos Draht, kann man brauchen. So. Ich komm nun rein!
Fachmännische Meinung zum Spiel bis jetzt gibt's, wenn machen wir den Dungeon noch fertig und dann können wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Es ist halt trotzdem immer noch... Da haben ein Haufen Leute. So. Warte, ich verstecke mich jetzt da. Warte. Oh! Da sehe ich natürlich nicht, wie viel Link das die Typen haben. Wo? Ich sehe keinen... Oh, das ist schon die Misskrippin, aber das Visier ist geil. Das Visier... Von wem denn wo? Da oben. Also ich merke schon, wenn man so stoßschussmäßig umeinander ballert, dann kommen da mehr Crits raus, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das sind die Orangen. Glaube ich zumindest. Lebt da eh bloß noch einer, oder was? Wo ist er denn? Was ist mit dir? Was haben wir da? Isotopisches Kühlmittel? Keine Ahnung, nehme ich mit. Machen wir auf. Und wir noch einen Haufen Leitern braucht, ich kann die Munition brauchen können. Munition, wo? Ich hab doch da unten... Bin ich behindert oder was? Wo bin ich reingekommen? Wir haben doch von da reingekommen und da ein Haufen Leiter schon. Ist doch mir wurscht jetzt. Hilft eh nicht. Mach jetzt weiter, gehen wir da rein. Oh, das ist immer gut. Hackerman! Ja, können wir nicht brauchen. Das können wir wahrscheinlich brauchen. Das können wir nicht brauchen. Das können wir brauchen. Und das können wir brauchen. Na, scheiße, hab ich jetzt einen Mist gemacht? Nein, da. So, dann können wir so machen. So. Easy, Alter. Das ist ein cooles Minispiel. Gefällt mir. Ich bin gespannt, wenn die Dinger mal ein bisschen schwerer werden. Das ist richtig gut gemacht. Was haben wir da? Tür öffnen. Das ist eine gute Ausstellungspuppe. Brauchen wir nicht weg. Was haben wir da? Infernomine. Schrotflintenpatronen. Halluzinogen. Sonst noch was Tolles? Da muss ja mehrere herin sein. Gibt's nicht. Gibt's im Scheißhaus noch was? Oh ja, da. Medipack. Bei Medipack kann man schon mit dir aufbrechen. Das ist am Scheißhaus los. Nix. Schaust du da so Wind? Weiß ich nicht. Kann der Anzug was? Nochmal Daimos Rucksack. Inventar mit Ausrüstung vergleichen. Das ist doch dasselbe, was ich auch hab. Nein, das können wir nicht brauchen. Oh, Legendary Helm nicht angeschaut. Ja, gut, stimmt. Nicht, das war nicht der Helm, was war's denn? Was war denn das Legendary Ding, was wir gekriegt haben? Ich hab nix Oranges aus dem Inventar geworfen. Oder hab ich doch? Das ist eine Ständung mit Anzug, Helm. Ach, wie die Übungspuppen in Skyrim. Ich hab nix Oranges aus dem Inventar geworfen. Meines Wissens. War's ein Rucksack? Tatsächlich! Antiballistik, minus 15. Was kann unser Rucksack? Einfach gar nichts. Was kann der? Antiballistik, minus 15% erlittener physischer Schaden durch Fernkampfwaffen, kann man brauchen, verzinkt, plus 15 Korrosionsresistenz, Repulsiv, Chancen 5% Angreifer in der Nähe zu entwaffnen. Dash Boost Pack Kapazität. Ja, rein damit, Alter. Nehmen. Der hat zwar weniger Resis all over, ein paar hat er mehr, ein paar hat er weniger, plus minus, aber er ist schon gefühlt, kann er einfach mehr als unserer. Nehmen. Ich hab nicht gewusst, was es war. Also ich hab nicht gewusst, dass es ein Rucksack war. Hab mich nicht erinnern können. Da haben wir zwei Midnight Delight. Was ist das? Was zum Essen wahrscheinlich. Immer braucht auch keine Sau. Braucht keine Sau. So, weiter im... Ich mag das auch nicht. Wir brauchen mal ein anderes Wort wie Dungeon. In dem Space-Ding passt das nicht. Passt das nicht. Medipack, ich hab gewusst, dass da was hier hinten ist. Milch und Sellerie. Ja, herzlichen Glückwunsch. An Instanz habe ich auch gerade gedacht, Sprengi. Nennen wir es Ini. Nennen wir es Instanz. Instanz passt gut, glaube ich, ja. Da hast du recht. Hast du recht. Weiter da. Das habe ich in Fallout eigentlich schon immer geliebt. In diesen Instanzen umeinander rennen und schauen, ob es irgendwelche Geschichten gibt da herin. Was haben wir da? Kreaturenmarmelade. Okay, die nehmen wir. Medipack ist ausgeleert. Ja, Raid ist auch gar nicht Space Dungeon. Space Instanz. Kann man mal wieder ein bisschen mit der Maelstrom schießen, haben wir auch Munition gefunden. Ich brauche hier Hilfe!
Kannst du mit dem Maul halten, du Klappspaten. Erweitertes Magazin, nehmen wir einfach mal mit. Schnapp dir was Nützliches. Ja, ich schnapp Lass alles. den Rest da. Schnapp mal alles, was nützlich ist. Ich habe aber auch keine Markierungen mehr auf der Karte. Muss aber nichts heißen. Ich glaube, nur die getriggerten Feinde werden angezeigt. Overall Leder... Ist davon was zu gebrauchen? Können wir sich auch mal anschauen. Kann das irgendwas? Nein, nicht recht viel mehr. Es gibt ja Unterbekleidung unter dem Welt... Oh, gekühlt Boat. Bordcrew, Rucksack, was haben wir da? Bestienjäger, minus 15% Schaden von Alien-Gegnern. Wir haben noch nicht recht für Alien-Gegner gesehen. Und ein Haufen Thermalresistenz, aber die allgemeinen Risi sind alle eigentlich schlechter fast. Polytextil, nehmen wir mal mit. Adaptiver Raum, nehmen wir auch mal mit, keine Ahnung. Ja, was nehmen wir Rucksack? Was ist der Wert? 1000. Weg damit. Weg mit dem Schund. Was haben wir da? Kann man das aufmachen? Nö. Was haben wir da sonst noch? Overall, Leder, Schwarz, haben wir alles. Was das schon wieder, oder was? Ja, peinlich. Kinder, das ist aber peinlich. Ja, obwohl, nein, was. Oh, nein, wir haben nur ein Stockwerk. Was haben wir da? Erst Luren. Erst immer mehr Luren. Oh, ja, da noch den Besen dran. Aber erst schauen wir mal, vielleicht irgendwie wieder irgendwas hacken. Oh. Ah, das Schloss ist wieder zu schwierig. Wann levelt man? Oh, wir können gleich ableveln und dann können wir das schwierige Schloss knacken. Da ist mit Sicherheit was Gutes drin. Also, was machen wir so? Da haben wir ein gutes Visier. Dann machen wir so. Oh, da war da Level 16er, aber das gerade richtig gesehen. Neuer Skillpunkt. Panagalaktischer Dungeon. Weiß jetzt auch nicht, was das sein soll. Du bist erledigt. Ich hab nicht das Gefühl, dass ich erledigt bin. Mit Maelstrom raus. Oder? Oh shit. Ha! Du bist lächerlich. Just auf mich. Wenn du vielleicht verbissen. Wieder einer. Wieder die Hand Level 10 da drin, die wollen ein bisschen mehr schauen. Das wird böse für dich enden. Jetzt haben wir nicht genug dafür. Das liegt vielleicht. Verdammt! Sieh dich nur an! Er lebt ja immer noch da. Nehmen wir den Weg jetzt da. Wer lebt da noch? Der ist Level 16, bist du super. Was müssen wir jetzt probieren? Jetzt pass mir auf. Wir haben eine Inferno-Mine und jetzt darf mich interessieren, was die kann. Super. Wo ist denn der Typ? Wo ist denn der? Du kannst nichts! Nichts! Schmeiß mich mal einfach Inferno-Mine da um mich. Wie kann man die weiter werfen? Was soll dieser Witz sein? Jacob! Das ist nicht vorbei! Wo ist denn der jetzt hin? Achso, da hinten ist er. Lol. Okay, dann muss ich noch mehr aufklappen. Hilft nicht. Mach jetzt. Aber recht einen Teufel Schaden hat die auch nicht gemacht, gell? Ach, kann man auf G halten und dann schmeißt das weiter? Ah, nicht wirklich. Das ist überhaupt die optimale Reichweite für Schrotflinten. Ja, die hat sie gleich hinter sich. Da ist die. Dann mal los! Das ist der Level 16er. Hat's die schon? Okay, tschüss! Was hast du dabei? Lichtbogenschweißer, was ist das? Lichtbogenschweißer, das ist auf alle... Oh, das ist ein guter Rucksack. Oh, das ist ein richtig guter Rucksack. Nehmen wir mit. Oh! Schwere Waffe, episch. Was ist denn die Wert? 5000, nehmen wir auch mit. Modifiziert, nix, urbaner Operator, bla bla bla. Braucht da alles keine Sau. Credits. Und irgendwelche Kartuschen. Gut, Touché, Herr Werner Chris. Das ist richtig Minen. Schmeißt man normal nicht. Das ist irgendwie richtig. Aber ich habe noch nicht so ganz entdeckt. Warum? Oh, kann man da was machen? Da piepst irgendwas so komisch. Na, kein Terminal. Was haben wir da drin? Auch nicht wirklich was. Da haben wir ein paar Spins. Aber
auch nichts, was mir irgendwie... Mein Freund Wilby? Wer ist denn der Wilby? Okay. Stofftiere kommen offensichtlich auch zusammen. Naja gut, dann wären wir wohl oder übel, jetzt pass mich auf, in Sicherheit hinein skillen. Und zwar, du kannst versuchen, Schlösser des Levels Experte zu hacken und 3 automatische Versuche anhäufen. Ringe werden jetzt blau, wenn der Dietrich eingesteckt werden kann. Das Skill ist sofort eine, sag ich dir, was ist. Schlösser knacken, most important skill in the Bethesda Game. So schaut's aus. Was haben wir da herin? Oh, da haben wir schon soweit. Entsperren Autos, Einsteiger. Ja, ist ja wurscht. Hä? Wie wir... Moment einmal. Automatischer Platz? Was ist denn, was bedeutet das überhaupt? Das muss ich jetzt einfach mal probieren. Da rechts unten steht ein automatischer Platz, wenn ich B drücke. Sind die zwei Versuche einfach weg und ich weiß nicht was... Blau ist gleich, hier passt der Schlüssel theoretisch. Ach so. Der macht aber keinen Sinn. Also brauchen wir den. Den und den. Ob das jetzt so eine super große Hilfe... Ich weiß jetzt auch nicht. 800 Credits. Nehmen wir mit. Was haben wir da drin? Digi, Dingsbums, Pigment und Aluminium. Nehmen wir einfach alles mit, weil es wurscht ist. Erweitertes Magazin sortiere ich dann aus. Wir nehmen alles mit. Wir haben uns noch ein Medikit ein. Haben wir 19 Stück. Jo, was haben wir da? Waffenwerkbank. Ich klick's jetzt einfach mal um, zum sehen, ob sie schon irgendwas getan hat oder sonst irgendwas. Nö. Kann man mit dem Umbenennen umbenennen? Okay, man kann seine Waffen endlich umbenennen. Danke, Bethesda. Das ist aber auch mal Zeit geworden. Das hätte ich mir in Fallout 4 damals gewünscht, weil da hat man ja, da war ja das Waffencrafting das Wichtigste. Die Frage, jetzt pass mir auf. Bauen wir mal, nehmen wir mal. Wir nehmen die eine Pistole, die wir da haben. Oder unsere Schrotflinten. Machen wir so, Standardlauf. Laser, keine Mod. Laservisier. Kann man mir das Ding jetzt bauen? Wenn wir einen Neon hätten. Dann haben wir Optik. Reflexvisier. Haben wir nix. Chlorsilein und Klebstoff brauchen wir da dafür. Mündung. Haben wir einen Choke? Den hätten wir. Benötigte Forschung? Mündungsmods 1. Das heißt, da müssen wir in diese Forschung investieren und das ist mir halt der Teil, der mir zu blöd ist. Das ist schade, dass man das nicht einfacher kriegen kann, so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich jetzt eigentlich kein Interesse, da ewig. Das ist ein ewiger Grind und Zeigsuche und. Ach, das ist jetzt Meister, warum kann ich das. Hat's nicht geheißen? Jetzt warte mal. Hat's nicht geheißen, ich kann. Hoppala. Ich kann. Du kannst versuchen, Schlösser des Level. Ach, Experte. Scheiße, nicht Meister. Wir waren auch da herum irgendwo. Wenn du schon plünderst, dann schnell. Ich plündert wie Pflag, jetzt bin du einmal Stadt dahinter. Ich muss jetzt den Sohn rausfinden. Ist das auch... Ah, Experte kriegen wir. Jetzt bin ich gespannt. Das müsste der... Ah ja. Hat 3 Ringe. Das heißt, theoretisch passt... Oh ja, jetzt... Oh ja. Ja! Ich verstehe schon. Sag ich dir jetzt, wie es ist. Da der wir jetzt auf gut Klick. Da der wir jetzt auf gut Klick, sag ich dir, wie es ist. Und schon haben wir es verschissen, glaube ich. Und schon haben wir es verschissen. Automatischer Platz, Schlüssel verwenden. In Fallout 4 ging umbenennen. Echt? Weiß ich nicht mehr. Ja, warte mal, vielleicht haben wir es noch nie verschissen. Vielleicht haben wir es noch nie verschissen. Haha! Aber jetzt weiß ich, was gemeint hast, Sprengi, wenn du einen Haufen Schlüssel zur Verfügung hast, 3 Ringe in dem Geschlesse drin, einen Teil nicht brauchst. Ja. Was ist denn das? Ist das was wert? Das schaut wertvoll aus, ich mag's mitnehmen. Was gibt's jetzt da drin? Ordner, Chunkskartoffel, Computer.
Das ist wahrscheinlich bloß eine Art Geheimgang, hä? Also wirklich eine Lootkisten gibt's nicht. Schauen wir mal, was der Computer sagt. Oh, da sind Credits. Credit wie viel? 200, was haben wir da? Halbmetall-Wafer. Rare produzierte Komponente, dieser Gegenstand kann als Komponente, das schaut mir teuer aus, das nehmen wir mit. Was ist da los? Ab ins Terminal. Geringer Fortschritt. Chester Kaelin, leitender Wissenschaftler. Trotz mehrerer Meldungen zu erhöhter Piratenaktivität in diesem Sektor wurde uns die Verbesserung unserer Sicherheit verweigert. Und wieder sind wir ohne Kampferfahrung in einem gefährlichen Gebiet. Wird wohl Zeit für einen Karrierewechsel. Wertvolles Objekt. Wenn ich darüber nachdenke, haben wir im Lagerraum ein ordentliches Waffenarsenal. Von uns kann zwar keiner kämpfen, aber hoffentlich weiß jemand, wie man sie bedient. Aber wem mache ich etwas vor? Bürotür entriegeln. Entriegelt. Lagerraum öffnen. Lagerraum öffnet. Okay. Irgendwo muss was gehen. Irgendwo muss was gehen. Und das gilt es zu suchen und zu finden. Da hätten wir unseren Dummschleicher kennen wahrscheinlich. Ja, müssen wir runter. Wir haben da auch noch nicht fertig, habe ich das Gefühl. Wir sind hier noch nicht fertig. Chameleonheim, nehmen wir mal mit, nehmen wir mal mit. Schon wieder! Schau dir die so. Ah, ich sag doch, wichtigster Skill, ne? Passt nicht, passt. Das machen wir jetzt einfach einmal auf gut Klick so. Und wie viel bleiben dann übrig? 3. Na, das passt nicht. Ne. Ein Einser haben wir diesmal nicht. So. Ich glaube eher den da. Haben wir dann einen ja. So. Und so. 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 Hackerman! Gibt's jetzt da was zu... Oh, Waffenkoffer. Was haben wir da? Kalibrierte Grendel, die kannst du in den Arsch. Ach, kein Mensch, Schrotflintenmoon. Naja, irgendwann ist schon mal eine gute Waffe dabei. Was haben wir mir dann für einen Lagerraum aufgesperrt? Ich meine, es muss ja dann was anderes sein. Es gibt's ja nicht. Was tut denn da piepsen? Irgendwas piepst da. Da ist noch was drunter. Haben wir da schon? Metabolicum. Credits. Ja, vielleicht war es das nicht. Schauen wir mal noch weiter. Da hinten ist noch ein großes Tier. Ich glaube, wir haben auch noch nicht fertig mit Schlägerei. Wenn da schon wieder... Ja. Da haben wir noch was. Waffenkoffer. Ein Rattler. Bist du genug beladen oder willst du noch mehr? Ah, jetzt bin ich schon wieder voll, oder was? Schon wieder voll! Müssen wir wieder Sachen wegwerfen. Es hilft nicht. Es hilft nicht. Ja, wir nehmen den. Ich glaube, der Rucksack ist besser. Der hat viel her eine Resistenzen, vor allem physisch, Energy und EM. Ist der, wie viel ist denn der Wert? 2? Ach, schmeißen weg. Schmeißen weg den Schund! Kann der mehr oder ist der nein? Weg damit. Ganze schwere Klump da. Was haben wir denn da so? Weg damit. Oh, okay. Malström. Erweitertes Magazin Malström. Dann nehmen wir doch direkt die. Die wechselt man sauber aus. Jawohl. Weg mit dem Schund. Weg mit dem Schund. Die behalten wir uns. Die behalten wir uns. Was haben wir da noch? Den behalten wir uns auch mal. Der kostet 5000. Dann haben wir Outfits. Weg mit dem Schund. Lederbekleidung. Die glaube ich ist besser wie unsere. Nehmen wir mal weg damit. Munition. Ansonsten haben wir nicht recht viel. Der Halbmetallleiter. Ja, schaut schon gut aus. Ja gut, was haben wir da? Oh. Auf der Malström kann ich mal ein wenig... Was ist denn da? Entsperren Schlüssel öffnen mit... Was? Der Eingangsschlüssel. Wo werden wir den jetzt herkriegen? Wo werden wir... Oh, meine Begleiterin trägt deine Sachen, das stimmt. Oh, da muss ich die ganze Zeit hin und her wursteln und das mag ich nicht. Bin ich zu faul. Scheiß auf Lootner. Moment mal, da haben wir doch hergekommen, da waren wir doch schon.
Moment einmal. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht! Bär, er liest erst, wenn es später, ja sicherlich. Können wir nochmal was entsperren? Mhm. Aber wir haben keinen einzelnen. Kann nicht funktionieren. Kann auch nicht funktionieren. Der kann funktionieren. Der kann nicht. Der kann funktionieren. Jetzt bin ich maximal verwirrt. Jetzt meine ich, hat der Hackerman seinen Endboss gefunden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn! Jetzt, Mann, macht's einen Sinn! War schon kurz davor. Ja, das hat aber nicht recht rentiert. Du, das hat sich ihm nicht recht rentiert. Da hab ich schon besser nicht angelut. Du, da hab ich ihm schon besser nicht angelut. Das kann ja nicht alles gewinnen sein, der Hörerin, oder? Das gibt's ja nicht. Oh, das ist der Hörerin. Minipack. Da haben wir aber auch den Level 16 erklärt, dann wird es das gewesen sein, oder? Es ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, dieses Symbol da. Das glaube ich kommt erst, wenn du da herin fertig bist. Bin mir nicht sicher. Und wir zocken, ja, dann müssen wir uns wieder schleiern. Weiß jetzt auch nicht. Dann wird das hübsch gewesen sein. Habe ich mir mehr erhofft. Irgendwie. Solche Industrieanlagen sind das Rückgrat der Wirtschaft in den besiedelten Systemen. Ja, war ein guter Ausposten. Und wenn wir nicht mehrere gefunden haben? Klassischer Random Dungeon. Ja, ich denke auch. Also, bin mir nicht sicher. Ansonsten hätte ich jetzt da nichts gesehen, wo es noch irgendwie irgendwo weitergegangen wäre. Sag ich dir ganz ehrlich. Aber nun zurück zur Frontier, Kinder. Wieso kommen wir da nicht zurück? Zum Schiff, schnell zum ausgewählten Ort reisen, jawohl. Was gemacht? Was jetzt? Was jetzt? Freunde der Sonne. Ich glaube, dass wir mir... Wo haben wir einen Stiebel? Rückkehr, kehre zur Loge zurück. Das meine ich, schauen wir uns ein Mikro an, hä? Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir jetzt gefallen. Sag ich dir, was ist, das hat mir jetzt gefallen. Warum ich da aber noch ein bisschen skeptisch bin, da können wir gern gleich noch drüber schmerzen. Escape! Beenden! Desktop! Schluss mit der Gaude! Kinder, das ist halb 11, bist du nicht ganz sauber. Kaputten Helm noch aufs... Verdammt. Ohne Grind kein schlechtes Spiel. Das ist jetzt so ja, ich habe jetzt pass mich beobachtet. Ich weiß eigentlich gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Was mich bislang noch ein bisschen enttäuscht, immer die gleichen Gegner. Also jetzt, wie lange haben wir jetzt in-game? 8 Stunden? 8,5 Stunden? Ich glaube, ich habe auf noch nichts anderes geschossen, als auf diese Soldatentypen, die immer gleich ausschauen. Die Instanzen, die immer gleich ausschauen. Was im Grunde nicht schlecht ist, ich meine, die Vaults und so weiter und die Ortschaften in Fallout schauen auch immer gleich aus. Die scheiß Höhlen in Skyrim schauen auch immer gleich aus. Aber wir haben halt 2023 und Skyrim ist 12 Jahre alt. Glaube ich. 12, 13 Jahre alt. Und Fallout ist mittlerweile 8 Jahre alt. Aber es macht schon Spaß. Ich bin halt anfällig dafür, eben in diesen Instanzen, und da gibt's noch irgendwas und da gibt's noch was. Und dann, keine Ahnung, das fixt mir da einfach, da kann ich noch ein bisschen die Waffen finden, da kann ich noch das finden, dann kommen wieder ein paar Gegner, dann findest du so Computerlogs und so weiter, was in diesem Dungeon los war. Und das geht mir noch ein bisschen ab so. So dass ich da jetzt ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte finde, was war da früher so eigentlich los, das geht mir noch ein bisschen ab.
ganz ehrlich. Aber ansonsten spielt sie sich ganz geil. Man hat schon Besseres gesehen, sicherlich. Man hat auch schon Besseres als Skyrim und Besseres als Fallout gesehen. Das soll es jetzt nicht heißen. Aber der Blacksville schreibt, sag mal, kann es sein, dass die Schlösser mit der Zeit immer komplexer werden? Wir in Fallout und in Skyrim haben Schlösser verschiedene Schwierigkeitsstufen. Leicht, Experte und Meister. Ich weiß nicht, ob es da noch was gibt. Und umso komplexer werden es. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schönste Minispielchen, das jemals in einem Bethesda-Game gemacht worden ist. So. Ich bin anfällig für deren Questreihen. Super interessant, die ganzen Geschichten. Ja, und ich ja auch. Und so wie das jetzt heute gelaufen ist, sagen wir mal ganz ehrlich, so wie die Hauptstory da jetzt heute gelaufen ist, wir haben zwei gemacht und so ein Random Dungeon halt, da ist jetzt keine Geschichte dahinter, das ist halt irgendein Point of Interest irgendwo auf irgendeinem Planeten. Das ist schon in Ordnung bis jetzt. Gegnerdiversität geht man ein bisschen ab. Man muss natürlich, also ich meine natürlich, wenn der Alex schreibt zum Beispiel, Fazit für mich, Spiel ist einfach nichts für mich. Man muss natürlich vielleicht auch ein bisschen was mit Weltraum anfangen können. Tue ich. Wie findest du das Trefferfeedback? Ich weiß natürlich nicht, es ist vielleicht, wenn ich das mit anderen Leuten vergleiche, bin ich vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil ich halt auf einer Maschine spiele, wo das Ding performance-technisch auf Ultra auf Anschlag läuft. Keine Ruckler, keine Abstürze, keine Grafikfehler. Ich bin auch sehr überrascht, ich habe nur extrem wenig Bugs gesehen. Also Bethesda-typische Bugs. Dass zum Beispiel, keine Ahnung, Items irgendwo in der Weltgeschichte umeinander fliegen, dass die durch den Boden oder irgendein Schrott. Habe ich noch nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, warum so viele Leute da, bis jetzt, so viele Leute da einen Shitstorm drauflassen. Verstehe ich nicht. Warum macht dem Franz nur noch Hauptquest? Weil ich glaube, dass das für einen Stream angenehmer und interessanter ist zum Zuschauen. Ich glaube, das war halt echt in Ordnung. Normalerweise ist es schon so, wenn ich Spaß habe, dann taugt es euch auch. Normalerweise ist es selber so. Und ich glaube, dass das halt ganz cool war. Da war alles dabei. Schmerz, Story, Charaktere. Die Charaktere jetzt so super cool sind. Der Heller und der Barrett ist halt deutsch. Vielleicht müssen wir es einmal auf Englisch probieren. Da kommt es vielleicht ein bisschen besser um. Weiß nicht. Der Herr Grabmeier hat nicht ganz unrecht. Für ein nice Game läuft es top. Schau der andere an. Vor allem füge egal wo sei. Bei der Größe. Und das, glaube ich, ist die größte Schwachstelle in Starfield. Was ich vorher schon gesagt habe. Wenn wir da jetzt 5 Minuten lang über den Planeten laufen, dass wir zu dem Point of Interest kommen. Natürlich ist es riesengroß, das Spiel. Mit zig Sonnensystemen und 1000 Planeten und was weiß ich. Aber sie sind halt einfach leer. So, da brauche ich kein Riesenspiel, wenn nur Scheiße drin ist. Oder halt nicht einmal Scheiße drin ist, sondern einfach nix. Heute war ein cooleres Feeling als Freitag. Bohrarbeit, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Freitag war ich richtig im Arsch. Ich glaube, das hat man mir auch angemerkt. So. Da war ich, erstens zweitens hat man alles Wetter und keine Ahnung, das war nix. Der Herr Werner schreibt, bin gespannt auf die Hauptquest, wo kommen die Artefakte her, etc. Also kommt da noch was. Ja, mit Sicherheit kommt da noch was. Ob wir es heute im Stream sehen werden, bezweifle ich jetzt, weil eigentlich, wie soll ich sagen, ist nur noch Mittwoch geplant und wenn's euch Spaß macht, da frage ich euch dann nächsten Montag noch und ich glaube nicht, dass wir mir in 4 bis 5 Stunden mit ein bisschen Überstunde da noch unfassbar viel sehen. Wenn es natürlich auf einmal anfängt, volle Kanone Spaß zu machen, die Story wird cooler, interessanter, die Quests werden ein bisschen anders, weil ich fürchte, das wird sich darauf hinauslaufen. Ja, hallo, bla bla bla, ich habe gehört, da ist ein Artefakt, lauf da hin, laufe mit 3 Leuten, fahr in so einen Dungeon, die alle gleich ausschauen, bring 15 Piraten um oder rett irgendjemanden, nimm Artefakt, komm wieder zurück. Das ist schon ganz witzig. Einmal, zweimal, vielleicht nur ein drittes Mal, aber dann fang so, dass ich sage so, jetzt spiele ich dann mit Gewalt die Hauptquest fertig, damit ich Ruhe habe. Ja, Ibu und Alk wären keine Freunde mehr. Ja, das war einfach dumm. Aber ich habe den anders kennen. Wann kommt das Cyberpunk Add-on? Am 26. Weiß ich noch nicht, ob wir das spielen. Ich weiß es nicht, es ist jetzt so unmittelbar vor dem Horror Oktober. Und im Horror Oktober wollt ihr kein Cyberpunk sehen, ich weiß es doch.
Ich weiß das doch. Nächste Woche kommt übrigens dann Lies of Pi. Und wenn wir Starfield weiterspielen, dann verschieben wir es so, dass wieder ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ich werde dieses System beibehalten in die Streams. Ich glaube, das taugt die allermeisten. Mir taugt es gut, wenn wir nicht wochenlang dasselbe spielen. Außer, einmal steht es euch bevor, da werden wir wochenlang dasselbe spielen. Das ist, wenn The Last of Us 2 ansteht. Da ist aber noch ein ganz Stückchen hin. Wird nicht helfen. Ja, hast schon ein bisschen geschichtelt. Ein bisschen. Den Freitag gibt es übrigens keinen Stream. Ja, wir werden sehen. Schauen wir mal, wo es sich hinentwickelt. Das heute hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich jetzt einfach mal ehrlich sagen. Und ich habe mittlerweile auch ein paar Videos gesehen, was die Leute nicht so passt und so weiter und so fort. Spüre ich bis jetzt noch nichts. Kommt ganz drauf an, wie jetzt die nächsten 10, 20 Stunden sind. Der Grind ist scheiße. Zum Basen bauen, zum Schiffe bauen. Aber einfach stumpf in die Quests nachgehen. Ich mag halt diese Bethesda-Spiele. Ich kann es nicht anders sagen. Naja. Tja, Freunde der Sonne, jetzt gehen wir ins Bett. Ich hoffe sehr, Sie hatten Spaß. Wann willst eigentlich Landau dunkel? Was? Herr Ogar, haben Sie ein paar... Spielst GTA 6 auch mal, wenn es rauskommt? Lanze, ich verstehe nicht so 100% die Frage, ich verstehe nicht. Selbstverständlich spielt GTA 6, wenn es rauskommt. Dann wird ganz anders eskaliert. Ein bisschen zu viel Gelaber im Spiel. Es ist ein RPG. Es ist ein RPG, da wird viel gelabert. Und für das wird noch viel zu wenig gelabert. Und viel zu wenig Text zum Lesen und so weiter eingeschissen. Warum du diesen machen, das was? Wann willst du eigentlich Landau dunkel machen? Ich weiß nicht, ich verstehe jetzt nicht, auf was du hinaus möchtest. Herr Ogar, das hebst du. Wann willst du eigentlich Landau dunkel machen mit Blitz? Ach so, jetzt glaube ich, weiß ich, was du meinst. Weiß ich noch nicht. Kommt? Ich weiß bloß noch nicht wann. Schauen wir mal. Es fehlt noch sowas wie die Magiefähigkeiten in Skyrim. Da habe ich mir leider Gottes spoilern lassen, mehr sage ich jetzt da nicht dazu. Sammy Knödel! Bist du eine fette Sau? Macht in der Mackie rutschen Stau. Da mehr jetzt gerade sein. Wenn ich obdachlos war, da ich in der Mackie rutschen wohnen. Sag ich dir, was ist. Warum ist denn der Blackie? Warum macht der Blackswirl ein Smiley nach unten? Warum? Das erzählt er mir bei mir im Mod-Chat. So, Kinder, jetzt gehen wir ins Bett. Freunde der Sonne! Wie schaut es eigentlich aus mit Birgers Labor? Das war die Anspielung vom Ogar. Es kommt. Ich weiß noch nicht wann, aber es kommt. So, jetzt gehen wir ins Bett. Freunde der Sonne! Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Es war mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hatte Spaß, dann habt ihr meistens auch Spaß. Dann hab ich kein schlechtes Gewissen. Nicht. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like nicht vergessen, das Allerwichtigste. Vielen Dank für die ganzen Donations wieder. Es ist wieder leicht aus dem läuft jetzt mal aus dem Ruder. Was laber ich denn? Dankeschön für die Donations, Dankeschön für die Resubs und Dankeschön an die neuen Mitglieder. Küsschen aufs Nüsschen. Triple F für die Moderatoren. Hashtag Schedrapse. Hashtag Demfranz. Dayfranz. Demdayfranz. Du schreibst es mir wurscht. Und jetzt schleicht es euch. Hobby! Schleichen Sie sich davon. So, mittlerweile dauert das Offline hier ein bisschen länger, weil ich mir da einen Haufen Scheiß bla 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 bla.